Die Witwe nahm ein schiefes Haus, Musik, als Bezahlung von ihrer Gönnerin an, doch der Grund für die Schieflage änderte ihr Leben. Anna war eine Witwe mit 6 Kindern, die Hunger litt. Ihre millionenschwere Gönnerin bot ihr als Bezahlung ein altes, schiefes Haus an, das niemand wollte. Ein Haus so geneigt, dass es auszusehen schien, als würde es jeden Moment einstürzen, von dem alle sagten, es sei verflucht. Doch als sie entdeckte, warum es so verdreht war, als sie das verschlossene Zimmer öffnete, das die gesamte Struktur auf eine Seite kippen ließ, verstand sie, dass sie gerade viel mehr als nur ein Dach Musik über dem Kopf bekommen hatte und nun mit ihrem Leben verteidigen musste, was ihr die Großzügigkeit geschenkt hatte. Erzählen Sie uns hier unten in den Kommentaren, aus welcher Stadt Sie uns hören. Und los geht's mit der Geschichte. An dem Tag, als Anna Bachmann ihren Mann Urs mitten in der Schreinerwerkstatt zusammenbrechen sah, die Hand Musik fest an die Brust gepresst und die Augen vor Schmerz weit aufgerissen, wusste sie, dass ihr Leben gerade in Stücke zerbrochen war. Es gab keine Zeit für Abschiede, keine letzten Worte, nur der dumpfe Aufprall des Körpers auf den Betonboden, ihr erstickter Schrei und dann die Grabesstille, die sich wie ein permanenter Geist in ihrem Zuhause einnistete. Urs war 42 Jahre alt, Anna Musik 38 und hatte 6 Kinder zu ernähren. Emil 14, die Zwillinge Matthias und Samuel 11, Lena 9, die kleine Carla 7 und Baby Musik Gian, der gerade erst 2 Jahre alt wurde. Die ersten Monate waren ein Abstieg in die Hölle. Die Werkstatt schloss, die Schulden wuchsen. Die Gläubiger standen vor der Tür und forderten Zahlungen, die Anna nicht leisten konnte. Sie verkaufte Urs Werkzeuge, die wenigen guten Möbel, die sie hatten, sogar ihren Ehering, aber nichts reichte aus. Alpenheim, das Dorf, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, fühlte sich plötzlich feindselig und kalt an. Die alten Freundinnen sahen sie mit Mitleid an, oder schlimmer noch, mit kaum verhohlener Verachtung. Arme Anna, tuschelten sie auf dem Dorfplatz. Wie soll sie diese 6 Kinder alleine ernähren? Eines Oktobernachmittags, mit leerem Magen und weinenden Kindern zu Hause, ging Anna zum Herrenhaus Sonnenhang, Musik, am Rande des Dorfes. Es war ein riesiges Anwesen, das Frau von Eschenbach gehörte, einer millionenschweren Frau, die in der ganzen Region für ihr Vermögen und ihren schwierigen Charakter bekannt war. Man sagte, sie sei auch Witwe, wenn auch schon seit über 20 Jahren. Man sagte, sie sei hart wie Stein und kalt wie Eis, aber man sagte auch, dass sie gut bezahle. Musik. Anna klopfte mit zitternden Händen an die Dienstbotentür. Eine ältere Frau mit strengem Gesicht öffnete ihr und musterte sie misstrauisch von oben bis unten. »Was wollen Sie?« »Ich komme, um zu fragen, ob Sie Hilfe brauchen«, sagte Anna und schluckte ihren Stolz hinunter, als wäre er Glassplitter. »Ich kann putzen, kochen, was immer nötig ist. Ich habe 6 Kinder und...« »Warten Sie hier«, unterbrach die Frau und schloss ihr die Tür vor der Nase. Anna wartete unter der unbarmherzigen Sonne, spürte, wie der Schweiß ihren Rücken hinunterlief und die Scham ihre Wangen verbrannte. Fast eine Stunde später, Musik, öffnete sich die Tür erneut. Diesmal war es eine andere Person, eine große Frau von etwa 60 Jahren, in einfacher Eleganz gekleidet, das silberne Haar in einem tadellosen Dutt hochgesteckt. Ihre Augen waren grau und durchdringend, Musik, als könnten sie jedes Geheimnis lesen, das Anna zu verbergen versuchte. »Sie sind die Witwe von Urs Bachmann«, sagte sie ohne Umschweife. Es war keine Frage. »Ja, gnädige Frau. Wie viele Kinder haben Sie?« »6, gnädige Frau.« »Und wie alt ist Musik das Jüngste?« »2 Jahre, gnädige Frau.« Frau von Eschenbach beobachtete sie schweigend, was eine Ewigkeit zu dauern schien. Dann nickte sie leicht. »Ich brauche jemanden, der putzt, kocht, sich um das große Haus kümmert. Die Arbeit ist schwer, die Stunden sind lang. Ich dulde keine Faulheit und keine Ausreden. Können Sie das?« »Ja, gnädige Frau«, antwortete Anna ohne zu zögern, obwohl sie keine Ahnung hatte, wie sie es mit Gian schaffen sollte. »Ich kann alles. Die Bezahlung ist fair. Sie beginnen morgen um 6 Uhr morgens. Kommen Sie nicht zu spät.« Und das war Musik alles. Frau von Eschenbach schloss die Tür, und Anna rannte fast nach Hause. Ihr Herz pochte so stark, dass sie dachte, es würde ihr aus der Brust springen. In dieser Nacht konnte sie zum ersten Mal seit Monaten Brot und Milch für ihre Kinder kaufen. Sie sah sie essen mit einer Mischung aus Erleichterung und Traurigkeit, die ihr die Kehle zuschnürte. Musik, doch im Dorf begannen die Zungen sich schnell zu bewegen. Anna Bachmann, die ehrbare Witwe, arbeitete nun als Dienstmädchen für die Millionärin. Was für eine Schande, was für ein Fall. Die Tratschweiber tuschelten auf dem Markt, auf dem Dorfplatz, an jeder Ecke. Sie hat keine Würde. »Musik«, sagte Frau Huber, die größte Klatschtante von Alpenheim. »Ich würde lieber vor Hunger sterben, als mich so zu erniedrigen.« Anna hörte die Kommentare und ballte die Fäuste. Aber sie antwortete nicht. Diesen Luxus konnte sie sich nicht leisten. Ihre Kinder mussten essen. Die ersten Tage am Herrenhaus waren erschöpfend. Anna kam, wenn es noch dunkel war,
ließ Emil auf seine Geschwister aufpassen und kehrte erst zurück, wenn die Sonne bereits untergegangen war. Das große Haus war riesig, 3 Stockwerke, mehr als 20 Zimmer, Musik, Marmorböden, die auf den Knien gewischt werden mussten, riesige Fenster, die stundenlanges Putzen erforderten. Musik, und Frau von Eschenbach war anspruchsvoll, ja, aber nicht grausam. Sie beobachtete sie mit diesen grauen, undurchdringlichen Augen, aber sie schrie sie nie an, beleidigte sie nie, wie Anna es befürchtet hatte. Tatsächlich war etwas Seltsames an der Art, wie Frau von Eschenbach sie behandelte. Manchmal, wenn Anna die Bibliothek putzte, spürte sie den Blick der Millionärin auf sich. Andere Male stellte Frau von Eschenbach unerwartete Fragen. Geht Ihr ältester Sohn zur Schule? Ist das Baby gesund? Was hat Ihr Mann studiert? Anna antwortete respektvoll, aber Musik ehrlich, und nach begann sich etwas zu ändern. Frau von Eschenbach begann ihr Kleider zu geben, die sie nicht mehr trug, altes Spielzeug ihres Sohnes für Gian, Musik, Bücher für Emil, kleine Gesten, die Anna mit immenser Dankbarkeit entgegennahm. Eines Novembernachmittags, während Anna den Flur I am 2. Stock kehrte, Musik hörte sie laute Stimmen aus dem Arbeitszimmer von Frau von Eschenbach. Es waren ihre Neffen, Roland und Sabine Wenger, die das Herrenhaus jeden Monat besuchten, unter dem Vorwand, nach ihrer Tante zu sehen, aber in Wirklichkeit nur sicherstellen wollten, dass ihr Erbe intakt blieb. »Tante, es ist lächerlich, dass Sie alleine in diesem riesigen Haus mit nur einem Dienstmädchen leben«, sagte Roland mit einer süßlichen Stimme, die nicht zum Eis in seinen Augen passte. »Sie sollten zu uns nach Zürich ziehen. Wir können Sie besser versorgen.« »Ich brauche keine Musikpflege«, antwortete Frau von Eschenbach mit einer Stimme, trocken wie die Wüste, und schon gar nicht von euch, Musik, die ihr nur darauf wartet, dass ich sterbe, um euch das, was mir bleibt, aufzuteilen. Die Stille, die folgte, war angespannt und Musik eiskalt. Anna stand wie gelähmt mit dem Besen in den Händen da, wagte es nicht, sich zu rühren. Dann hörte sie die wütenden Schritte der Neffen, die die Treppe hinuntergingen, ihr vergiftetes Gemurmel. Alte Sturköpfe. Wir werden sehen, wer das letzte Wort hat. In dieser Nacht, während Anna die Küche fertig putzte, Musik, kam Frau von Eschenbach mit einem Glas Wasser herein, setzte sich an den Tisch, was sie nie tat, und beobachtete sie lange schweigend. »Anna«, sagte sie schließlich, »was würden Sie tun, wenn Sie viel Geld und keine eigenen Kinder hätten?« Die Frage überraschte sie. Anna Musik legte den Lappen auf die Spüle und wandte sich ihrer Gönnerin zu. »Ich weiß es nicht, gnädige Frau. Ich nehme an, ich würde sicherstellen, dass es nicht in die falschen Hände gerät.« Frau von Eschenbach lächelte zum ersten Mal. Es war kein warmes Lächeln, sondern eher traurig, müde. »Sie sind klüger, als Sie scheinen«, murmelte sie. Anna wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Aber diese Unterhaltung blieb ihr tagelang am Gedächtnis. 2 Wochen später, an einem Samstagnachmittag, bat Frau von Eschenbach sie zu einer ihrer Ländereien außerhalb von Alpenheim zu begleiten, nahe der Straße, die nach Engelberg führte. Anna ließ ihre Kinder bei einer Nachbarin und stieg nervös und verwirrt in den Geländewagen der Millionärin. Sie erreichten ein großes, von Unkraut überwuchertes Grundstück, auf dem ein altes Haus aus Holz und Lehm stand. Doch das Seltsamste an diesem Haus war, dass es völlig auf eine Seite geneigt war, als hätte eine Riesin es gestoßen. Die Wände krümmten sich in unmöglichen Winkeln, das Dach schien kurz vor dem Einsturz zu stehen. Die Fenster waren zerbrochen. »Musik, das ist mein altes Chalet«, sagte Frau von Eschenbach, während sie um die Struktur herumgingen. »Mein Großvater hat es vor fast 100 Jahren gebaut, aber es steht seit Jahrzehnten leer. Niemand will es. Man sagt, es spukt darin.« Anna betrachtete das Haus mit Neugierde, mehr als mit Angst. Sie glaubte nicht an Geister, aber sie bemerkte etwas Seltsames. Musik, die Neigung war nicht gleichmäßig. Es war, als würde etwas sehr Schweres das Haus auf eine bestimmte Seite ziehen. »Warum ist es so schief, gnädige Frau?« Frau von Eschenbach blickte sie mit diesen grauen, durchdringender Reike, und für einen Moment, Musik, dachte Anna, sie würde eine Antwort bekommen, aber die Millionärin lächelte nur wieder mit diesem geheimnisvollen, müden Lächeln. »Das, liebe Anna, Musik ist ein Geheimnis, das nur ich kenne.« Sie kehrten schweigend zum Herrenhaus zurück, doch Anna konnte nicht aufhören, an dieses schiefe Chalet und die Worte von Frau von Eschenbach zu denken. Dort musste etwas Verborgenes sein, etwas Wichtiges, und ohne zu wissen warum, spürte sie, dass dieses Geheimnis ihr Leben für immer verändern würde. Die Antwort würde viel früher kommen, als sie es sich vorgestellt hatte. Musik. Und auf eine Weise, die sie niemals hätte vorhersagen können. Denn 3 Tage später, an einem Dienstagnachmittag, würde Frau von Eschenbachs Sohn mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn aus Genf zu Besuch kommen. Und dieses 5-jährige, schelmische und neugierige Kind würde sich zu nahe an den Rand des künstlichen Sees am Garten des Herrenhauses wagen. Und als es ins Wasser Musik fiel, schreiend und verzweifelt mit den Armen rudernd,
wäre es Anna, die in der Nähe wäre. Es wäre Anna, die in einem Bruchteil einer Sekunde die wichtigste Entscheidung ihres Lebens treffen müsste. Der Dienstag brach mit einer erdrückenden Hitze an, die einen Sturm ankündigte. Anna kam wie immer pünktlich um 6 Uhr am Herrenhaus an, fand das Haus aber in ungewöhnlicher Aufregung vor. Frau von Eschenbach war in der Küche und gab der anderen Angestellten einer jungen Frau namens Rosi, die bei der Essenszubereitung half, Anweisungen. »Musik, mein Sohn kommt heute aus Genf«, verkündete Frau von Eschenbach, ohne den Blick von der Liste zu heben, die sie schrieb. »Er bringt seine Frau Valerie und meinen Enkel Sebastien mit. Ich möchte, dass alles Musik makellos ist. Das Hauptschlafzimmer am 2. Stock muss glänzen. Neue Bettwäsche, saubere Handtücher, frische Blumen am Bad.« Anna nickte und machte sich sofort an die Arbeit. Sie hatte von Frau von Eschenbachs Sohn, Julian Wenger, gehört, ihn aber nie getroffen. Laut Rosi war er ein erfolgreicher Ingenieur, der seine Mutter kaum besuchte, zu beschäftigt mit seinen Geschäften und seinem Leben in der Stadt. Frau von Eschenbach wird nervös, wenn er kommt, vertraute Rosi ihr an, während sie das Zimmer vorbereiteten. Ich glaube, es tut ihr weh, dass ihr Sohn sie so selten besucht. Er kommt nur aus Pflichtgefühl, wissen Sie? Nicht wie wir, die wir jeden Tag Musik hier sind. Anna antwortete nicht, aber sie nahm diese Information in ihrem Herzen auf. Sie kannte diese Art von Schmerz, Musik, jemanden zu lieben, der nicht mit der gleichen Intensität erwidert. Julian und seine Familie kamen gegen 15 Uhr in einem schwarzen BMW-Geländewagen an, der beim Einfahren auf den Kiesweg eine Staubwolke aufwirbelte. Anna sah sie vom Fenster des zweiten Musikstocks aus. Ein Mann von etwa 35 Jahren, groß und gut aussehend, in teurer, aber legerer Kleidung. Seine Frau, eine schlanke Frau mit gefärbten blonden Haaren und riesigen Sonnenbrillen. Und der junge Sebastien, ein kleiner 5-Jähriger mit dunklem, lockigem Haar, der aus dem Auto sprang, bevor es vollständig zum Stehen kam. »Sebastien, still«, rief Valerie mit scharfer, verärgerter Stimme. »Du wirst dich verletzen«, aber das Kind rannte schon lachend und schreiend auf das Haus zu, als wäre die ganze Welt sein Spielplatz. Frau von Eschenbach kam mit einem angespannten Lächeln heraus, um sie zu empfangen. Anna ging diskret die Treppe hinunter, um nicht am Weg zu stehen, aber Frau von Eschenbach rief, »Anna, kommen Sie, ich möchte Ihnen meine Familie vorstellen.« Anna näherte sich mit verschränkten Händen vor der Schürze, spürte die prüfenden Blicke von Julian und Valerie auf sich. »Das ist Anna Bachmann«, sagte Frau von Eschenbach mit einem Ton, der Anna fast stolz vorkam. »Sie arbeitet seit 2 Monaten bei mir. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Sehr erfreut«, murmelte Anna mit einer leichten Kopfneigung. Julian erwiderte den Gruß höflich, doch Valerie sah sie kaum an, bevor sie sich ihrer Schwiegermutter zuwandte. »Frau von Eschenbach, es ist unerträglich heiß. Haben Sie keine Klimaanlage in diesem Haus?« »Die Klimaanlage ist in den Zimmern«, antwortete Frau von Eschenbach mit erzwungener Geduld. »Anna wird Ihnen zeigen, wo Sie sich erfrischen können.« Während sie mit dem Gepäck der Besucher die Treppe hinaufging, Musik hörte Anna Sebastien überall herumrennen, alles anfassen, Fragen schreien, die niemand beantwortete. Der Junge hatte die wilde Energie von Kleinen, die noch nie Grenzen gekannt hatten. Der Rest des Nachmittags verging in angespannter Atmosphäre. Während des Abendessens, das Anna am Hauptesszimmer servierte, Musik, sprachen Julian und Valerie kaum mit Frau von Eschenbach. Die Gespräche waren oberflächlich, voller unbehaglicher Pausen. Sebastien blieb keine Minute sitzen, stand ständig auf, um den Tisch zu rennen oder die Tischdecke zu ziehen. »Sebastien, setzen Sie sich«, sagte Valerie ohne Überzeugung, ohne ihn überhaupt anzusehen. Frau von Eschenbach beobachtete ihren Enkel mit einer Mischung aus Musik, Liebe und Traurigkeit. Anna bemerkte es, als sie die Teller abräumte. Die Millionärin streckte die Hand nach dem Kind aus, als es an ihr vorbeikam, doch Sebastien wich aus und rannte weiter. Der Schmerz in den Augen von Frau von Eschenbach war wie ein Stich für Anna. Musik. Nach dem Abendessen zogen sich Julian und Valerie in ihr Zimmer zurück, wegen der Reisemüdigkeit. Sebastien hingegen sprudelte immer noch vor Energie. Frau von Eschenbach schlug ihm vor, ihr am Garten zu spielen, wo mehr Platz war. Das Kind rannte hinaus, ohne auf eine Antwort zu warten. »Anna«, rief Frau von Eschenbach, als sie mit dem Abwasch fertig war, »gehen Sie nach draußen und passen Sie auf das Kind auf. Ich traue seinen Eltern nicht zu, dass sie aufmerksam sind.« Anna ging mit einem Kloß am Magen in den Garten. Die Sonne begann unterzugehen, färbte den Himmel orange und lila. Sebastien rannte zwischen den Bäumen herum, jagte imaginäre Schmetterlinge und schrie aus voller Kehle. Anna folgte ihm in gebührendem Abstand, bereit einzugreifen, falls nötig. Der Garten des Herrenhauses war riesig, mit perfekt gepflegten Rasenflächen,
alten Rosenbeeten und hinten am Rande des Grundstücks, ein künstlicher See, den Frau von Eschenbachs Großvater Jahrzehnte zuvor anlegen ließ. Der See hatte etwa 20 Meter Durchmesser und war von Trauerweiden umgeben. Das Wasser sah am Licht der untergehenden Sonne dunkel und tief aus. Sebastian rannte auf den See zu, wie von einem Magneten angezogen. Anna beschleunigte ihren Schritt. »Sebastian, geh nicht zu nah ans Wasser!« »Musik«, rief sie mit fester, aber freundlicher Stimme. Das Kind sah sie über die Schulter an und lächelte mit diesem schelmischen Lächeln, das alle Kinder haben, wenn sie wissen, dass sie etwas Verbotenes tun werden. Dann rannte es immer näher an den Rand. »Sebastian, alt«, drängte Anna jetzt mit Dringlichkeit in der Stimme. Doch das Kind hockte sich ans Wasser, fasziniert von etwas, das Musik auf der Oberfläche schwamm. Anna war 5 Meter entfernt, als sie sah, was passieren würde, eine Bruchteil einer Sekunde, bevor es geschah. Sebastian beugte sich zu weit vor, verlor das Gleichgewicht, seine Arme ruderten in der Luft, suchten nach Halt, und dann fiel er mit einem Platsch ins Wasser, der in der Stille des Sonnenuntergangs wie ein Schuss widerhallte. Anna dachte nicht nach, kalkulierte nicht, zögerte keinen Moment. Sie sprang mit Kleidern und Schuhen in den See, mit dem ganzen Gewicht der Welt auf ihren Schultern. Das Wasser war eiskalt und tiefer, als es schien. Sie sank auf den Grund, spürte den kalten Schlamm unter ihren Füßen, bevor sie sich wieder nach oben drückte. Ihre Augen brannten vom Schmutz des Wassers. Aber sie konnte die kleine Gestalt von Sebastian sehen, wie er sank, seine kleinen Arme schwach zappelten, sein Mund zu einem stummen Schrei geöffnet. Anna schwamm mit aller Kraft, die sie noch am Körper hatte, auf ihn zu. Sie packte das Musikkind an der Taille. Gerade als es aufgeben wollte, zog es an ihre Brust und strampelte mit den Beinen, kämpfte gegen das Gewicht des Wassers, das ihre Kleidung durchnässte und sie nach unten zog. Jede Bewegung war eine Qual. Ihre Lungen schrien nach Musik, Luft. Ihre Muskeln zitterten vor Erschöpfung, aber sie gab nicht auf. Sie tauchte mit Sebastian in den Armen auf, hustend und Wasser spuckend. Musik. Das Kind weinte verängstigt und klammerte sich mit einer für jemanden so kleinen, überraschenden Kraft an sie. Anna schwamm zum Ufer, jeder Armzug schwieriger als der letzte, bis ihre Hände schließlich den Rasen berührten. Sie zog sich mit dem Kind, das immer noch an ihre Brust geklammert war, aus dem See, zitterte heftig, durchnässt bis auf die Knochen. Sebastian hustete und weinte, aber er lebte, er atmete. Anna legte ihn auf das Gras Musik und überprüfte seinen Mund, um sicherzustellen, dass kein Wasser eingeschlossen war. Das Kind sah sie mit riesigen, Tränen und angsterfüllten Augen an. »Es ist vorbei«, flüsterte Anna und streichelte ihm das nasse Haar. »Musik, du bist jetzt in Sicherheit, alles ist vorbei.« Die Schreie kamen einen Moment später. Frau von Eschenbach rannte vom Haus herbei mit einer Geschwindigkeit, die Anna einer Frau ihres Alters nicht zugetraut hätte. Hinter ihr kamen Julian und Valerie mit vor Panik entstellten Gesichtern. »Sebastian«, rief Valerie, fiel neben ihrem Sohn auf die Knie und riss ihn Anna aus den Armen. »Mein Baby, mein Baby!« Julian kniete sich ebenfalls hin und untersuchte seinen Sohn mit zitternden Händen. Frau von Eschenbach hingegen sah direkt zu Anna. Ihre grauen Augen waren voller Tränen. »Sie haben ihn gerettet«, flüsterte die Millionärin. »Sie haben ihn gerettet.« Anna konnte nicht antworten. Plötzlich verschwand das gesamte Adrenalin, das sie gestützt hatte, und sie begann unkontrolliert zu zittern. Frau von Eschenbach wickelte sie in ihren eigenen Schal und half ihr aufzustehen. »Rosi«, rief Frau von Eschenbach in Richtung Haus, »bring schnell Decken und heißes Wasser. Musik.« In dieser Nacht, nachdem Sebastian vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht und mit einem Gesundheitszeugnis zurückgekehrt war, Musik, nachdem Anna ihre Kleider gewechselt und so viel heißen Tee getrunken hatte, bis sie nicht mehr zitterte, rief Frau Musik von Eschenbach sie in ihr Arbeitszimmer. Die Millionärin saß hinter ihrem Mahagoni-Schreibtisch, die Hände verschränkt und der Blick an irgendeinem Punkt an der Wand verloren. Als Anna eintrat, blickte Frau von Eschenbach auf. Musik. Ihre Augen waren rot, als hätte sie geweint. »Setzen Sie sich«, sagte sie sanft. Anna gehorchte, fühlte sich seltsam nervös. Frau von Eschenbach atmete tief ein, als würde sie Mut für etwas sehr Schwieriges sammeln. »Anna, Sie haben Ihr Leben für meinen Enkel riskiert. Ein Kind, das Sie nicht einmal kannten. Sie haben ohne zu zögern ins Wasser gesprungen, ohne etwas dafür zu verlangen. Und das«, ihre Stimme brach, »das ist etwas, das ich nie vergessen, geschweige denn bezahlen kann.« »Sie müssen mir nichts bezahlen, gnädige Frau. Musik«, antwortete Anna ehrlich. Jeder hätte dasselbe getan. »Nein«, sagte Frau von Eschenbach mit Entschiedenheit. »Nicht jeder. Die meisten Leute hätten um Hilfe geschrien, hätten gezögert. Sie haben keine Sekunde gezögert.« Sie stand auf und ging zum Fenster. »Monatelang habe ich Sie beobachtet, Anna. Ich habe gesehen, wie Sie ohne Klage arbeiten, wie Sie sich Musik vor den Dorftratsch mit erhobenem Haupt demütigen.
wie sie ihre Kinder mit jeder Faser ihres Wesens lieben. Musik. Und heute haben sie bestätigt, was ich bereits wusste. Sie sind eine außergewöhnliche Frau. Anna spürte, wie Tränen drohten überzufließen, aber sie hielt sie zurück. Frau von Eschenbach kehrte zum Schreibtisch zurück und zog einen Ordner aus einer der Schubladen. Musik, öffnete ihn und entnahm mehrere Dokumente. Erinnern Sie sich an das schiefe Chalet, das ich Ihnen vor 2 Wochen gezeigt habe? Anna nickte verwirrt. Dieses Haus gehört Ihnen. Ich werde es Ihnen jetzt als Zeichen meiner Musik Dankbarkeit geben. Die Urkunden sind hier. Morgen gehen wir zum Notar, um die offizielle Übergabe vorzunehmen. Anna war sprachlos. Das schiefe Chalet, Musik, diese schiefe, alte, verlassene Struktur war nicht viel, aber es war unendlich mehr, als sie besaß. Gnädige Frau, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie nichts, unterbrach Frau von Eschenbach mit einem Musiklächeln. Akzeptieren Sie es einfach. Es gehört Ihnen und auch, was sich darin befindet. Diese letzten Worte blieben Musik, wie ein unenthülltes Geheimnis in der Luft schweben. Anna öffnete den Mund, um zu fragen, was sie bedeuteten. Aber Frau von Eschenbach hatte die Dokumente bereits verstaut und ging zur Tür. Gehen Sie jetzt nach Hause zu Ihren Kindern, sagte die Millionärin. Morgen werden wir über die Details sprechen. Und Anna blieb an der Türschwelle stehen und sah sie ein letztes Mal an. Danke. Danke, dass Sie das Einzige auf dieser Welt gerettet haben, das mir wirklich noch wichtig ist. Anna kehrte in dieser Nacht wie am Traum in ihr kleines gemietetes Haus zurück. Ein Haus. Frau Musik von Eschenbach hatte ihr ein schiefes, altes, verlassenes Haus gegeben. Aber ein Haus endlich. Ein eigenes Zuhause. Der erste Schritt zu einem besseren Leben für sie und ihre Kinder. Aber etwas in den Worten von Frau von Eschenbach hallte immer wieder in ihren Gedanken wieder. Und auch, was sich darin befindet. Was war in diesem schiefen Haus? Welches Geheimnis verbarg es, das es so seltsam neigen ließ? Und warum hatte Frau von Eschenbach mit dieser Mischung aus Traurigkeit und Erleichterung gelächelt, als sie sagte, alles gehöre ihr? Die Antworten waren da, warteten auf sie in diesem geneigten Haus. Und als sie schließlich entdecken würde Anna verstehen, dass die Rettung von Sebastian nicht nur ein Akt des Heldentums gewesen war. Es war der Schlüssel, der die Tür zu einem Schicksal öffnen würde, das ihr Leben und das ihrer 6 Kinder für immer verändern würde. Doch zuvor, vor dem Umzug und der Entdeckung, müsste sie sich etwas Unerwartetem stellen. Der Wut von Frau von Eschenbachs Neffen, Roland und Sabine, die gerade erfahren hatten, dass ihre Tante eines ihrer Anwesen einer einfachen Dienstmagd geschenkt hatte, Musik, und sie würden das nicht zulassen. Die Nachricht verbreitete sich in Alpenheim wie ein Lauffeuer in der Trockenzeit. Anna Musik Bachmann, die arme Witwe, die fremde Böden putzte, hatte nun ein Grundstück auf ihren Namen. Die giftigen Zungen des Dorfes arbeiteten unermüdlich. Auf dem Musikmarkt, auf dem Dorfplatz, an den Kirchenpforten wuchs der Klatsch und verzerrte sich mit jeder Wiederholung. Man sagt, sie hat den Sohn der Millionärin verführt, tuschelte Frau Huber einer Gruppe von Freundinnen zu. Deshalb haben sie ihr das Haus gegeben. Musik, sicher hat sie etwas mit ihm. Nein, ich habe gehört, das Kind ist absichtlich in den See gefallen, fügte eine andere hinzu. Alles war ein Plan, um Frau von Eschenbach das Geld abzunehmen. Anna hörte die Gerüchte, wenn sie Tortillas kaufen ging oder ihre Kinder von der Schule abholte. Und jedes Wort war wie ein Schlag ins Gesicht, aber es kümmerte sie nicht mehr so sehr wie früher. Sie hatte Wichtigeres, worauf sie sich konzentrieren musste. Ihre 6 Kinder Musik würden endlich ein eigenes Dach über dem Kopf haben, auch wenn dieses Dach schief war. Am Mittwochmorgen kam Frau von Eschenbach, um sie in ihrem Geländewagen abzuholen. Anna stieg nervös ein, mit einem Kloß I am Magen. Sie fuhren zum Büro des Notars Brunner, einem ernsten Mann mit dicker Brille und Musik, grauem Schnurrbart, der die Rechtsangelegenheiten der Familie Wenger seit über 30 Jahren bearbeitet hatte. Während Frau von Eschenbach durch die gepflasterten Straßen des Zentrums fuhr, bemerkte Anna ein schwarzes Auto, das ihnen in einiger Entfernung folgte. Es war ein dunkler Mercedes mit getönten Scheiben. Etwas an diesem Fahrzeug gab ihr einen warnenden Schauer. Das Notariat befand sich in einem alten zweistöckigen Stadthaus mit schmiedeeisernen Balkonen und musikgeschnitzten Holztüren. Als sie das Hauptbüro betraten, war Anna überrascht, 2 weitere Personen vorzufinden, Roland und Sabine Wenger, die Neffen von Frau von Eschenbach. Roland war ein Mann um die 40 mit nach hinten gegeltem Haar und einem teuren Anzug, der seinen berechnenden Blick nicht verbergen konnte. Sabine, seine jüngere Schwester, war 35 und hatte ein Gesicht, das schön gewesen wäre da nicht der bittere Ausdruck, der auf ihren dunkelrot geschminkten Lippen permanent zu sein schien. »Tante Musik, Estella«, sagte Roland mit einer süßlichen Stimme, die nicht zum Eis in seinen Augen passte. »Was für eine Überraschung, Sie hier zu treffen. Wir wussten nicht, dass Sie einen Termin beim Notar hatten.« »Ich musste Sie nicht informieren, Musik«, antwortete Frau von Eschenbach trocken.
Meine Angelegenheiten gehen Sie nichts an. Aber Tante, Musik, intervenierte Sabine mit falscher Süße. Wir sind Familie. Alles, was Sie tun, betrifft uns, besonders wenn es darum geht, Familieneigentum an Fremde zu verschenken. Ihre Augen bohrten sich in Anna mit einer so reinen Verachtung, dass sie fast greifbar war. Anna spürte, wie der Boden unter ihren Füßen sich öffnete. Wie hatten sie so schnell davon erfahren? Musik. Anna ist keine Fremde, sagte Frau von Eschenbach und hob ihr Kinn mit Würde. Musik. Sie hat das Leben meines Enkels gerettet. Etwas, das keiner von euch getan hätte. Das gibt ihr kein Recht, Eigentum zu erhalten. Das seit Generationen unserer Familie gehört, schnappte Roland und ließ die Maske der Höflichkeit fallen. Dieses Haus gehörte ihrem Großvater, unserem Urgroßvater. Sie können es nicht einfach einer Hausangestellten schenken. Der Notar Brunner räusperte sich unbehaglich von seinem Schreibtisch aus. Frau von Eschenbach hat das volle rechtliche Recht, über ihre Besitztümer zu verfügen, wie es ihr am besten erscheint. Musik, sagte er mit professioneller Stimme. Das betreffende Haus ist seit über 20 Jahren auf ihren Namen eingetragen. Es gibt kein rechtliches Hindernis für die Übergabe. Aber es gibt ein moralisches Hindernis. Musik, beharrte Sabine. Tante, dieses Haus ist Teil unseres Familienerbes. Sie können das nicht tun. Vater und Mutter würden sich am Grabe umdrehen, wenn sie es wüssten. Für ihren Vater, antwortete Frau von Eschenbach mit einer Stimme, die wie Glas schnitt. Musik war mein jüngerer Bruder und ein gieriger Mann, der sich sein ganzes Leben lang Geld von mir geliehen hat, ohne einen Rappen zurückzuzahlen. Kommen Sie mir also nicht damit, dass er sich um das Familienerbe sorgen würde. Die Stille, die folgte, war so dicht, dass Anna sie fast auf ihrer Haut spüren konnte. Sie wollte verschwinden, unsichtbar werden, nicht da sein mitten in diesem Familienstreit. Musik. Aber Frau von Eschenbach nahm ihre Hand und drückte sie fest. Notar, sagte die Millionärin, ohne den Blick von ihren Neffen abzuwenden. Fahren Sie jetzt mit der Übergabe fort. Die folgenden 30 Minuten waren eine Qual. Anna unterschrieb, wo ihr gesagt wurde, Musik mit zitternden Händen und einem so stark pochenden Herzen, dass sie sicher war, jeder konnte es hören. Roland und Sabine blieben in einer Ecke sitzen und warfen ihr Blicke puren Hasses zu, die Rache versprachen. Als der Vorgang beendet war und der Notar ihr die Urkunden in einem Manila-Umschlag überreichte, spürte Anna, dass ihre Beine sie kaum trugen. Frau von Eschenbach führte sie zum Ausgang, ihre Neffen völlig ignorierend. Doch gerade als sie die Tür erreichten, sprach Roland mit leiser, drohender Stimme. Musik, das wird nicht so bleiben, Tante. Wir werden diese Übergabe anfechten. Und was Musik sie betrifft, seine Augen bohrten sich in Anna. Genießen Sie Musik, Ihr schiefes Häuschen, solange Sie können. Es wird nicht lange Ihnen gehören. Im Geländewagen auf dem Rückweg zum Herrenhaus fuhr Frau von Eschenbach lange schweigend. Schließlich, Musik, als sie das Dorf bereits verließen, sprach sie, hören Sie nicht auf sie. Sie haben keine rechtliche Befugnis, Ihnen dieses Musikhaus wegzunehmen. Die Urkunden sind auf Ihren Namen ausgestellt. Es gehört Ihnen, Anna, Ihnen und Ihren Kindern. Doch Anna fühlte sich nicht wohl. Sie kannte Männer wie Roland. Sie kannte diese Art von Hass und wusste, dass er nicht aufhören würde, nur weil das Gesetz nicht auf seiner Seite war. An diesem Nachmittag, nach der Arbeit, versammelte Anna ihre 6 Kinder in ihrem kleinen gemieteten Haus und überbrachte ihnen die Nachricht. Emil, der Älteste, sah sie mit einer Mischung aus Freude und Misstrauen an. Ein Haus, Mama? Wirklich? Ja, mein Schatz. Es ist alt und ein bisschen schief, aber es gehört uns. Endlich haben wir ein eigenes Zuhause. Die Zwillinge Matthias und Samuel schrien vor Aufregung. Lena und Carla umarmten ihre Mutter und weinten vor Glück. Nur der kleine Gian, 2 Jahre alt, verstand nicht ganz, was passierte. Aber er lächelte, weil alle anderen lächelten. Die nächsten 3 Tage verbrachten sie mit den Vorbereitungen für den Umzug. Sie hatten nicht viel einzupacken. Kleider, ein paar Töpfe, das abgenutzte Spielzeug der Kinder, die Schulhefte. Aber jeder Gegenstand fühlte sich leichter an, da sie wussten, dass sie ihn in ein eigenes Heim bringen würden. Am frühen Samstagmorgen kamen sie mit Hilfe eines Nachbarn, der einen Pickup-Truck hatte, zum schiefen Chalet. Musik. Die Kinder sprangen aus dem Fahrzeug und blieben mit offenen Mündern vor dem Anwesen stehen. Das Haus war noch seltsamer, als Anna es in Erinnerung hatte. Die gesamte Struktur neigte sich nach Osten, als würde etwas sehr Schweres von dieser Seite ziehen. Das Dach aus roten Ziegeln war teilweise eingefallen. Die Lehmwände zeigten tiefe Risse. Die Holzfenster waren vom feuchten Wetter aufgequollen. Die vordere Veranda bog sich in einem unmöglichen Winkel. Um das Haus herum, Musik, war das Grundstück mit hohem Unkraut und wilden Bäumen bedeckt, die seit Jahrzehnten nicht beschnitten worden waren. Mama, flüsterte Lena und nahm Annas Hand. Werden wir wirklich hier wohnen? Ja, mein Schatz. Und wir werden es nach und nach in Ordnung bringen. Du wirst sehen,
Es wird wunderschön werden. Doch in ihrem Inneren spürte Anna einen Stich des Zweifels. Wie sollte dieser Ort bewohnbar sein? Sie hatte kein Geld für Reparaturen, kaum genug zum Essen. Sie öffnete die knarrende Haupttür, die wie ein Klagen klang, und sie traten alle zusammen ein. Das Innere war dunkel und roch nach alter Feuchtigkeit. Der Holzboden war mit Staub und trockenen Blättern bedeckt, die durch die zerbrochenen Fenster hereingeweht waren. Im Wohnzimmer standen alte, mit weißen Laken bedeckte Möbel, die am Dämmerlicht wie Geister aussahen. Doch was Anna am meisten auffiel, war die seltsame Aufteilung des Hauses. Es gab ein musikgroßes Wohnzimmer, eine kleine Küche mit Holzofen, 2 Zimmer links, ein winziges Bad, Musik und eine verschlossene Tür am Ende eines kurzen Flurs auf der Ostseite des Hauses. Die Tür war aus dickem Holz, mit einem alten, verrosteten Vorhängeschloss an einem Eisenring. Anna ging zu dieser Tür und berührte sie mit der Handfläche. Das Holz war kalt, zu kalt, um normal zu sein. Und als sie ihr Ohr an die Oberfläche legte, schien sie etwas zu hören. Nicht genau ein Geräusch, sondern eher eine Präsenz, als würde der Raum atmen. »Mama, was ist da drin?« fragte Emil, neugierig näher kommend. »Ich weiß es nicht. Es ist verschlossen. Können wir es öffnen?« Anna sah das Vorhängeschloss an. Es war alt, aber widerstandsfähig. Sie würden Werkzeuge brauchen, um es zu öffnen. Oder den Schlüssel. »Morgen werde ich einen Weg finden, es zu öffnen«, versprach sie. »Jetzt helft mir beim Aufräumen. Musik. Wir haben viel Arbeit.« Sie verbrachten den ganzen Tag mit Kehren, Wischen, Entfernen der Laken von den alten Möbeln und Öffnen der Fenster, damit frische Luft hereinströmen konnte. Die Kinder arbeiteten mit erstaunlicher Energie, Musik sangen und lachten trotz der Müdigkeit. Für sie war dies ein Abenteuer, ein Neuanfang. Als die Sonne unterzugehen begann, bereitete Anna ein einfaches Abendessen mit den mitgebrachten Vorräten zu. Aufgewärmte Bohnen, auf dem Holzofen erwärmte Tortillas und etwas Käse. Sie aßen auf dem Wohnzimmerboden, als wäre es ein Picknick. Und zum ersten Mal seit langer Zeit verspürte Anna etwas Ähnliches wie Frieden. In dieser Nacht bettete sie die Kinder in den beiden Zimmern auf alten Matratzen, die sie in einem Schrank gefunden hat. Anna blieb noch eine Weile wach, saß auf der schiefen Veranda Musik und blickte in die Sterne, die über dem wilden Land leuchteten. Sie dachte an Frau von Eschenbach, an ihre Großzügigkeit, an das Geheimnis in ihren Worten und auch, was sich darin befindet. Sie stand auf und ging wieder zur verschlossenen Tür. Der Vollmond schien durch die zerbrochenen Fenster und warf seltsame Schatten an die schiefen Wände. Anna berührte das Vorhängeschloss mit den Fingern, Musik, und spürte wieder diese unnatürliche Kälte. »Was verbirgst du?« flüsterte sie der Tür zu. »Was ist so schwer, dass das ganze Haus sich zu dir neigt?« Es gab natürlich keine Antwort, nur die Stille der Nacht und das ferne Zirpen der Grillen. Doch als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, um auf dem alten Sofa zu schlafen, Musik, bemerkte Anna etwas, das sie vorher nicht gesehen hatte. Im Rahmen der verschlossenen Tür, am Dämmerlicht fast unsichtbar, war eine kleine Inschrift ins Holz geschnitzt. Sie näherte sich mit einer angezündeten Kerze und las Musik, die vom Zahn der Zeit abgenutzten Worte. »Was du mit deinem Leben schützt, wird dich schützen.« Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Wer hatte das geschnitzt? Frau von Eschenbachs Großvater? Und was bedeutete es? Anna wollte sich gerade abwenden, als sie etwas hörte, das sie erstarren ließ. Ein Geräusch, das aus dem verschlossenen Zimmer kam. Es war nicht laut, nicht bedrohlich. Es war nur ein leises Knarren, wie von altem Holz, das sich setzt, oder wie von etwas sehr Schwerem, das sich nur einen Millimeter bewegte. Und dann, in der Stille, die folgte, hätte Anna geschworen, sie hörte noch etwas anderes, etwas, das Musik unmöglich wie ein tiefes, langsames, geduldiges Atmen klang, als hätte das, was auch immer in diesem Zimmer war, jahrelang gewartet, Jahrzehnte, darauf wartend, dass jemand kam, darauf wartend, dass die richtige Person endlich die Tür öffnete und entdeckte, was Frau von Eschenbach so lange vor der Welt verborgen gehalten hatte, was dieses Haus unter dem Gewicht des größten Geheimnisses ihres Lebens schief gemacht hatte. Der Sonntag brach mit einer verstörenden Stille an. Der Regen hatte in der Nacht aufgehört, Musik das Gelände durchnässt und die Luft feucht hinterlassen. Anna wachte früh auf, ihr Körper vom alten Sofa schmerzte, Musik und ihr Geist war unruhig. Die Geräusche der letzten Nacht hatten sie nicht gut schlafen lassen. Musik, jedes Knarren des Hauses, jedes Stöhnen des alten Holzes, ließ sie an dieses verschlossene Zimmer denken und an das, was sich hinter dieser Tür verbergen könnte. Sie bereitete Kaffee auf dem Holzofen zu und ging auf die Musikveranda, um ihn zu trinken, während die Kinder noch schliefen. Das Gelände sah am grauen Morgenlicht anders aus, wilder, verlassener. Musik, die Bäume, die das Anwesen umgaben, waren riesig und verdreht, mit Ästen, die sich wie arthritische Finger zum Himmel streckten. Das Unkraut reichte bis zu den Fenstern des Hauses. Musik. In der Ferne konnte sie den Feldweg sehen,
der das Anwesen mit der Hauptstraße verband. Sie nahm den letzten Schluck Kaffee, als sie das Auto sah, denselben schwarzen Mercedes, der ihnen zum Notariat gefolgt war. Er hielt auf dem Weg etwa 50 Meter vom Haus entfernt an, aber der Motor wurde nicht abgestellt. Die getönten Scheiben machten es unmöglich zu sehen, wer drinnen war, aber Anna wusste mit absoluter Gewissheit, dass es Musik Roland Wenger war. Das Auto blieb 5 ewige Minuten dort, nur beobachtend, nur wartend. Dann, so leise wie es gekommen war, wendete es und fuhr davon, eine Wolke roten Staubes aufwirbelnd. Anna spürte einen Knoten der Angst am Magen. Dieser Mann würde nicht aufgeben und Musik, sie war hier allein mit 6 Kindern in einem Haus, das kaum standhielt. Als die Kinder aufwachten, beschäftigte Anna sie mit Reinigungsarbeiten und kleineren Reparaturen. Musik, Emil half, ein zerbrochenes Fenster mit Pappe und Klebeband zu reparieren. Die Zwillinge zupften mehr Unkraut aus dem Garten. Lena und Carla kehrten die Veranda. Musik, sogar der kleine Gian half, Äste zu sammeln und in einen Eimer zu legen. Doch Annas Gedanken waren woanders. Sie waren in diesem verschlossenen Zimmer, am verrosteten Vorhängeschloss, Musik, an der geschnitzten Inschrift I am Rahmen, an den Geräuschen, die sie in der Nacht gehört hatte. Was du mit deinem Leben schützt, wird dich schützen. Was bedeutete das? Was war dort drin, das Schutz brauchte oder sie schützen konnte? Gegen Mittag, als der Regen endlich begann, kam ein unerwarteter Besuch. Ein weißer Lieferwagen hielt vor dem Haus, und daraus stieg Frau von Eschenbach, in einfacher, aber eleganter Kleidung, einen großen, mit einer Decke bedeckten Korb tragend. Ich wollte sehen, wie sie sich eingelebt haben, sagte die Millionärin, während sie die Veranda hinaufstieg, die schiefsten Bretter umgehend, und ihnen ein paar Dinge bringen. Der Korb enthielt Lebensmittel, frisch gebackenes Brot, Käse, Schinken, Obst, Milch und sogar ein ganzes Brathähnchen. Die Kinder drängten sich mit leuchtenden Augen vor Aufregung um sie. Anna spürte, wie Tränen drohten überzufließen. »Gnädige Frau, Sie hätten nicht.« »Doch, ich musste«, unterbrach Frau von Eschenbach mit Entschiedenheit. »Und nennen Sie mich nicht gnädige Frau, nennen Sie mich Estela. Musik, Sie arbeiten nicht mehr für mich. Jetzt sind Sie eine Freundin.« Das Wort hing in der Musik Luft, seltsam und neu für beide, aber auch wahr. Frau von Eschenbach betrat das Haus und sah es kritisch an. Als sie den Flur erreichte, der zur verschlossenen Tür führte, blieb sie stehen. Ihr Gesicht wurde ernst. »Haben Sie schon versucht, sie zu öffnen?« »Musik?« fragte sie, ohne den Blick von der Tür abzuwenden. »Ich habe den Schlüssel nicht, und das Vorhängeschloss ist sehr alt. Ich bräuchte Werkzeuge, um es aufzubrechen.« Frau von Eschenbach griff in ihre Jackentasche und zog einen kleinen, vom Zahn der Zeit verdunkelten Schlüssel hervor. Sie hielt ihn Anna hin, als würde sie etwas Heiliges überreichen. »Das ist der Schlüssel«, sagte sie sanft. »Aber bevor Sie diese Tür öffnen, muss ich Ihnen ein paar Dinge erklären. Können wir alleine sprechen?« Anna bat Emil, auf seine Geschwister aufzupassen, und folgte Frau von Eschenbach auf die Veranda. Sie setzten sich auf die schiefen Treppen, während der Regen stark fiel, Musik, eine Decke der Privatsphäre um sie herum schaffend. Frau von Eschenbach atmete tief ein, bevor sie sprach. »Mein Großvater, Cornelius von Eschenbach, hat dieses Haus vor über 90 Jahren gebaut. Er war ein sehr reicher, aber auch sehr vorsichtiger Mann. Er traute Banken nicht, traute niemandem wirklich, also beschloss er, sein Vermögen auf eine besondere Weise zu verwahren.« Anna hörte schweigend zu, ihr Herz schlug schneller. Jahrelang sammelte mein Großvater Wertgegenstände, antike Uhren, seltene Handschriften, Gold- und Silbermünzen aus alten Kantonen, historische Dokumente, kostbare Kleinodien, Dinge, die heute ein Vermögen wert sind. Musik. Er bewahrte alles in diesem Zimmer auf, und das Gewicht so vieler Objekte nach Jahrzehnten war der Grund, warum sich das Haus so neigte. Anna spürte, wie die Welt um sie herum stillstand. Das Geräusch des Regens wurde fern. Ihre Stimme war kaum ein Flüstern, als sie sprach. »Sie sagen, dass sich in diesem Zimmer ein Vermögen befindet. Ein Vermögen Musik«, vervollständigte Frau von Eschenbach. »Ein Vermögen, das mein Großvater meiner Großmutter vererbte, das dann auf meinen Vater überging und dann auf mich. Aber ich habe es nie herausgenommen, nie verkauft. Ich ließ es all die Jahre in diesem Zimmer, weil ich wusste, dass meine Familie, wenn sie den wahren Wert dessen erfahren würde, mich töten würde, um es zu bekommen. Aber ihre Neffen, Roland und Sabine, sie wissen es nicht. Sie wissen, dass das Haus existiert. Sie wissen, dass es verlassen und schief ist. Aber sie glauben, es sei nur ein altes, wertloses Anwesen. Mein Großvater war sehr gerissen. Er hat den Inhalt des Zimmers nie in einem offiziellen Inventar registriert. Für die Welt existieren diese Dinge nicht. Und ich habe dieses Geheimnis über 20 Jahre lang bewahrt.« Anna spürte eine plötzliche Benommenheit. Das konnte nicht wahr sein. Das konnte nicht real sein. »Musik, warum?« fragte sie mit zitternder Stimme.
Warum erzählen Sie mir das? Warum haben Sie mir das Haus mit allem, was sich darin befindet, gegeben?« Frau von Eschenbach sah sie mit diesen grauen, musikdurchdringenden Augen an, aber diesmal war Zärtlichkeit in ihnen und tiefe Traurigkeit, weil ich niemand anderem vertrauen kann. Mein Mann starb vor 22 Jahren. Mein Sohn lebt in Genf und besucht mich nur aus Pflichtgefühl. Ihre Neffen warten nur darauf, dass ich sterbe, um sich das Wenige aufzuteilen, das sie glauben, dass ich besitze. Ich bin allein, Anna, völlig allein. Ihre Stimme brach, aber dann sah ich sie arbeiten. Ich sah, wie sie Demütigungen mit Würde ertrugen. Ich sah, wie sie ihre Kinder mit einer Kraft liebten, die ich nie hatte. Musik. Und als sie ohne zu zögern in den See sprangen, um meinen Enkel zu retten, wusste ich, dass sie die richtige Person waren, die einzige Person, die dies verdiente. Ich kann das nicht annehmen, sagte Anna abrupt aufstehend. Das ist zu viel. Ich habe nur getan, was jeder anständige Mensch getan hätte. Ich verdiene dafür kein Vermögen. Deshalb nicht, musikbehaarte Frau von Eschenbach ebenfalls aufstehend. Es ist wegen dem, wer Sie sind, wie Sie Ihr Leben gelebt haben, selbst in größter Not. Und weil ich weiß, dass Sie dieses Vermögen für etwas Gutes verwenden werden, für Ihre Kinder, um ihnen das Leben zu ermöglichen, das sie verdienen. Anna wollte widersprechen, wollte ablehnen, aber die Worte kamen ihr nicht über die Lippen, denn tief in ihrem Herzen wusste Musik sie, dass diese Gelegenheit ein Wunder war, eine zweite Chance Musik, die das Leben ihr nach so viel Leid gab. Frau von Eschenbach legte den Schlüssel in ihre Handfläche und schloss Annas Finger darum. Öffnen Sie das Zimmer, wenn Sie bereit sind. Nehmen Sie sich Zeit. Sie müssen jetzt nichts entscheiden. Musik. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass alles, was sich darin befindet, rechtmäßig Ihnen gehört. Die Urkunden des Hauses umfassen den Inhalt. Es ist durch Erbschaftsgesetze geschützt, die niemand antasten kann. Nicht einmal meine Neffen, selbst wenn sie es versuchen. Und Sie? Sie brauchen nichts davon. Frau von Eschenbach lächelte traurig. Ich hatte mein Leben. Ich hatte meine Musikchance. Jetzt sind Sie dran und Ihre Kinder. Sie schwiegen lange, Musik lauschten dem Regen, jede in ihren Gedanken versunken. Schließlich, Musik, verabschiedete sich Frau von Eschenbach mit einer Umarmung, die Anna nicht erwartet hatte, und fuhr in ihrem weißen Geländewagen davon, in der Wasserwand verschwindend. Anna blieb mit dem Schlüssel in der Hand auf der Veranda stehen, zitterte, nicht vor Kälte, sondern vor Erwartung, gemischt mit Angst. In diesem Haus, hinter dieser verschlossenen Tür, wartete etwas, das ihr Leben für immer verändern konnte, aber auch etwas, das sie verwundbar machte. Denn wenn Roland und Sabine den wahren Wert dessen herausfanden, was sich darin befand, donnerte ein Donner so laut am Himmel, dass das Haus bebte. Die Kinder schrien verängstigt von drinnen. Anna eilte hinein, um sie zu beruhigen. In dieser Nacht, nach einem einfachen Abendessen und nachdem sie die Kinder zu Bett gebracht hatte, stand Anna mit dem Schlüssel in der Hand vor der verschlossenen Tür. Das Haus war in absoluter Stille, abgesehen vom ständigen Trommeln des Regens auf dem Dach und dem gelegentlichen Knarren des Holzes. Sie streckte die Hand nach dem Vorhängeschloss aus. Der Schlüssel glitt ins Schloss, als hätte er jahrzehntelang auf diesen Moment gewartet. Er drehte sich mit einem musikmetallischen Klick, der am Flur wie ein Schuss widerhallte. Das Vorhängeschloss öffnete sich. Anna Musik nahm es mit zitternden Händen ab und ließ es auf den Boden fallen. Sie legte die Hand auf den Türgriff. Er war Musik, eiskalt. Sie atmete einmal, zweimal, dreimal tief ein. Dann drückte sie. Die Tür öffnete sich langsam mit einem langen, qualvollen Quietschen. Die Dunkelheit am Inneren war absolut. Anna konnte Musik nichts jenseits der Schwelle sehen. Nur Dunkelheit und diesen seltsamen Geruch nach altem Papier und altem Holz und etwas anderem, das sie nicht identifizieren konnte. Sie suchte nach dem Lichtschalter neben der Tür, fand aber keinen. Natürlich nicht. Dieses Haus war sehr alt. Es gab in diesem Zimmer Musik keinen Strom. Sie würde Kerzen oder eine Öllampe brauchen, etwas, um diesen Raum zu erhellen, der so lange verschlossen geblieben war. Sie wollte die Tür gerade schließen, als sie etwas sah, das ihr das Herz stillstehen ließ. In der absoluten Dunkelheit des Zimmers, Musik, glänzte etwas. Es war nicht viel, nur ein schwacher Schimmer, wie Licht, das sich auf einer polierten Oberfläche spiegelte. Aber es war da und schien sich leicht zu bewegen, als würde es atmen. Anna trat einen Schritt zurück. Alle Körperhaare sträubten sich. Und dann hörte sie aus irgendeiner Tiefe dieses dunklen Zimmers ein Geräusch, das nicht real sein konnte. Ein Geräusch, das sie völlig erstarren ließ. Das zarte Klimpern, Musik von Metall auf Metall, wie fallende Münzen oder sich bewegende Ketten oder etwas Schweres, das sich nach einer Störung in Position brachte. Musik und unter diesem fast unmerklichen Geräusch noch etwas, ein Flüstern, nicht von Stimmen, sondern von der Luft selbst, die sich am Zimmer bewegte, als wäre der Raum so lange versiegelt gewesen, dass das bloße Öffnen der Tür etwas geweckt hatte, das schlief. Anna schlug die Tür abrupt zu, ihr Herz pochte so stark,
dass ihr Musik die Brust schmerzte. Sie lehnte sich zitternd an die Flurwand und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Morgen würde sie bei Tageslicht hineingehen, mit Kerzen, mit ihren Kindern am Haus, damit sie sich nicht so allein fühlte. Musik, morgen würde sie sich dem stellen, was auch immer in diesem Zimmer wartete. Aber als sie ins Wohnzimmer zurückging, um zu versuchen zu schlafen, wusste ein Teil von ihr die Wahrheit. Musik, nachdem sie diese Tür geöffnet, nachdem sie das, was darin schlief, gestört hatte, würde nichts mehr so sein wie zuvor. Und nicht nur wegen des Vermögens, das sie entdecken würde, sondern weil sie mit dem Öffnen dieser Tür etwas anderes freigelassen hatte. Etwas, das Frau von Eschenbach jahrzehntelang eingesperrt gehalten hatte. Ein Geheimnis, so groß, so schwer, dass ein ganzes Haus unter seinem Gewicht schief geworden war. Ein Geheimnis, das Roland und Sabine Wenger gleich entdecken würden. Denn genau in diesem Moment, während Anna vergeblich versuchte zu schlafen, stand der schwarze Mercedes wieder auf dem Feldweg und Roland sprach leise und dringend am Telefon, gab Anweisungen an jemanden am anderen Ende der Leitung. Anweisungen, die dieses schiefe Chalet und eine Witwe betrafen, die keine Ahnung von der drohenden Gefahr hatte. Der Montag Musik brach mit einer verstörenden Stille an. Der Regen hatte in der Nacht aufgehört, Musik das Gelände durchnässt und die Luft feucht hinterlassen. Anna wachte früh auf. Ihr Körper vom Sofa schmerzte Musik, und ihr Geist war noch gefangen in den Geräuschen, die sie hinter der verschlossenen Tür gehört hatte. Sie bereitete Frühstück für die Kinder zu, warmen Haferbrei mit etwas Zucker und Zimt, die letzten verbliebenen Tortillas, dünner Kaffee. Während sie aßen, bemerkte Anna, dass Emil sie besorgt beobachtete. »Mama, geht es dir gut? Musik, du siehst müde aus.« »Mir geht es gut, mein Schatz. Ich habe nur schlecht geschlafen.« Aber das war nicht nur der Grund. Die ganze Nacht hatte sie das Gefühl gehabt, dass jemand das Haus von draußen beobachtete. Musik. Mehrmals war sie aufgestanden, um durch die zerbrochenen Fenster zu schauen. Aber sie sah nie etwas außer Dunkelheit. Musik und die sich am Wind bewegenden Bäume. Nach dem Frühstück bat sie Emil, auf seine Geschwister aufzupassen. Sie nahm 3 dicke Kerzen, die sie in einer Küchenschublade gefunden hatte, ein Feuerzeug und ging entschlossen zum Flur. Sie konnte das nicht länger aufschieben. Sie musste wissen, was in diesem Zimmer war. Sie musste verstehen, warum Frau von Eschenbach ihr etwas so Wertvolles gegeben hatte. Die Tür war genau so, wie sie am Abend zuvor verlassen hatte, verschlossen, das Vorhängeschloss auf dem Boden. Anna zündete die 3 Kerzen an, stellte 2 auf den Flurboden, um Reservebeleuchtung zu haben, und hielt die 3. fest in der Hand. Dann drückte sie die Tür auf. Diesmal öffnete sie sich ohne Widerstand, Musik, als hätte das Zimmer akzeptiert, dass es endlich enthüllt werden würde. Das Licht der Kerze durchdrang die Dunkelheit, und was Anna sah, verschlug ihr den Atem. Das Zimmer war größer als erwartet, vielleicht 5 mal 6 Meter, aber jeder Zentimeter war Musik belegt. Die Wände waren mit dunklen Holzregalen bedeckt, und in diesen Regalen befand sich alles Mögliche. Objekte, sorgfältig gestapelt, mit Tüchern geschützt, nach Kategorien geordnet, die den geordneten Geist von Frau von Eschenbachs Großvater offenbarten. Anna trat vor, hob die Kerze, um besser sehen zu können. Ihr Atem beschleunigte sich. Im nächsten Regal befanden sich gerahmte religiöse Gemälde, alte Darstellungen von Schweizer Heiligen mit goldenen Heiligenscheinen, Madonnen mit ruhigen Ausdrücken, Kreuze, geschnitzt aus altem Holz. Anna erkannte den Stil, obwohl sie nicht viel über Kunst wusste. Aber selbst Musik, sie konnte sehen, dass sie alt waren. Sehr alt, Jahrhunderte alt. Weiter hinten, Musik in Holzkisten mit Bronzeschlössern, befanden sich Bücher. Hunderte von Büchern. Anna öffnete vorsichtig eine Kiste und entnahm den obersten Band. Es war ein riesiges Buch mit geprägten Ledereinbänden und vom Zahn der Zeit vergilbten Seiten. Der Titel war in alter deutscher Schrift, fast unleserlich, aber sie konnte ein Datum erkennen, 1683, 342 Jahre alt. Sie ging weiter, die Beine zitterten. In der Mitte des Zimmers standen Eisenkisten mit Vorhängeschlössern, die ebenfalls Musik geöffnet waren, als hätte Frau von Eschenbach gewollt, dass Anna alles problemlos erreichen konnte. Sie kniete sich vor die erste und öffnete sie. Münzen, Hunderte, vielleicht Tausende von Silbermünzen glänzten ihr am Kerzenlicht wie winzige Sterne. Anna nahm eine mit zitternden Fingern. Sie war schwer, kalt. Darauf war ein Wappen und Buchstaben eingraviert, die sie nicht gut lesen konnte, aber sie wusste, dass dies reines Musik, Silber aus alten Prägungen war. Die zweite Kiste enthielt Schmuck, riesige Perlenketten, Ringe mit Edelsteinen, die Farbblitze warfen, wenn das Kerzenlicht sie berührte, Armbänder aus bearbeitetem Gold, antike Broschen mit Diamanten besetzt. Anna wusste nichts über Schmuck, aber selbst sie konnte sehen, dass diese Objekte keine einfachen Verzierungen waren. Sie waren historische Schätze. Die dritte Kiste brachte sie fast zum Weinen. Sie war gefüllt mit Silberbarren, perfekt gestapelt, jeder so groß wie ein Ziegelstein.
Anna zählte 30 Barren. Dann hörte sie auf zu zählen, weil ihr die Tränen die Sicht verschleierten. Aber das war nicht alles. Es gab weitere Regale am hinteren Teil des Zimmers. Musik. Sie stand auf und ging dorthin, spürte, dass ihre Beine sie kaum trugen. Sie fand religiöse Holzskulpturen, einige so detailliert, dass sie lebendig wirkten. Gold- und Silberkelche, Musik, Manuskripte, gerollt in Lederrohren, alte handgezeichnete Karten, offizielle Dokumente mit roten Wachssiegeln, prähistorische Figuren aus Jade und Obsidian, die Frau von Eschenbachs Großvater auf seinen Reisen gesammelt haben musste. In einer Ecke, Musik in Samtstoffe gewickelt, befanden sich ungerahmte Gemälde. Anna entfaltete eines mit äußerster Vorsicht und ließ die Kerze fast fallen. Es war ein Porträt einer Schweizer Patrizierin aus dem 17. Jahrhundert, gekleidet in Seide und Spitze, die den Betrachter mit durchdringenden Augen ansah. Das Gemälde war in der unteren Ecke signiert Musik, aber Anna erkannte den Namen nicht. Doch die Technik, die Farben, die Art, wie das Licht aus dem Gesicht der Frau zu strahlen schien, das war das Werk eines Meisters. Anna legte das Gemälde vorsichtig Musik ab und setzte sich auf den Holzboden, unfähig weiterzustehen. Um sie herum, in diesem Zimmer, das das ganze Haus unter seinem Gewicht hatte neigen lassen, befand sich ein Vermögen, das alles übertraf, was sie sich vorgestellt hatte. Es war nicht nur Geld, Musik, es war Geschichte, es war Kunst. Es war das Erbe von Generationen, mit Geduld und Weitsicht gesammelt. Und nun gehörte es ihr Musik und ihren 6 Kindern. Sie wusste nicht, wie lange sie dort gesessen Musik hatte schweigend geweint, während die Kerze niederbrannte. Sie dachte an Urs, ihren verstorbenen Mann, der bis zum letzten Tag seines Lebens ohne Klage gearbeitet hatte. Sie dachte an die Demütigungen, die sie in Alpenheim ertragen hatte. Sie dachte an die Nächte, in denen ihre Kinder hungrig eingeschlafen waren. Sie dachte an all die Male, in denen sie Gott um eine Chance gebeten hatte, nur eine, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und Gott hatte geantwortet, aber nicht, wie sie es erwartet hatte, nicht mit einem besseren Job oder einem Glücksfall, sondern durch Frau von Eschenbach, eine einsame Frau, die Musik in Anna etwas gesehen hatte, was niemand sonst gesehen hatte. Würde, Güte, Mut. Was du mit deinem Leben schützt, wird dich schützen. Jetzt verstand sie die Inschrift I am Türrahmen. Frau von Eschenbachs Großvater hatte dieses Vermögen mit seinem Leben geschützt, es vor der Welt verborgen gehalten. Und nun würde dieses Vermögen Anna und ihre Kinder schützen. Es würde ihnen Bildung, Gesundheit, Musik, Möglichkeiten geben. Es würde ihnen die Zukunft geben, die sie verdienten, aber zuerst musste sie es schützen. Denn wenn Roland und Sabine erfahren würden, was hier war, der Gedanke wurde durch einen Schrei von Emil aus dem Wohnzimmer unterbrochen. »Mama, Mama, komm schnell!« Anna sprang auf, stellte die Kerze vorsichtig auf den Boden und rannte ins Musikwohnzimmer. Sie fand ihre 6 Kinder am Fenster zusammengekauert, mit verängstigten Gesichtern nach draußen blickend. »Was ist los?« »Da ist ein Mann draußen«, flüsterte Emil. »Er fotografiert das Haus.« Anna spähte durch das zerbrochene Fenster Musik und spürte, wie sich ihr Magen zusammenkrampfte. Es war Roland Wenger. Er stand am Vorgarten Musik, mitten am Tag mit einer professionellen Kamera in den Händen. Er fotografierte das Haus aus allen Winkeln, von vorne, von den Seiten, das eingefallene Dach, die zerbrochenen Fenster. Und das Schlimmste war, er trug einen eleganten Anzug und ein zufriedenes Lächeln, das nichts Gutes verhieß. Anna trat mit pochendem Herzen auf die Veranda. Roland hörte auf zu fotografieren und sah sie mit diesem Lächeln an. Das war eher eine Drohung als eine freundliche Geste. »Guten Morgen, Anna. Ich hoffe, ich störe nicht. Was machen Sie hier?« »Ich dokumentiere nur das Anwesen«, antwortete er mit süßlicher Stimme. »Sehen Sie, mein Anwalt riet mir, Musik, den aktuellen Zustand dieses Hauses für die Akten festzuhalten. Verstehen Sie? Frau von Eschenbach hat mir bereits die Urkunden gegeben. Das Haus gehört mir rechtmäßig. Sie können nichts dagegen tun.« »Musik«, Rolands Lächeln verbreiterte sich. Aber seine Augen blieben eiskalt. »Oh, nein. Ich versuche nicht, Ihnen das Haus wegzunehmen, Anna. Das wäre schwierig. Aber es gibt andere Wege, diese Angelegenheit zu regeln.« Er verstaute die Kamera in seiner Tasche Musik und näherte sich der Veranda. »Sehen Sie sich diesen Ort an. Er steht kurz vor dem Einsturz. Er hat keinen Strom. Er hat kein fließendes Wasser. Die Wände haben riesige Risse. Musik, das Dach ist eingefallen. Glauben Sie wirklich, dass es sicher ist, hier mit 6 kleinen Kindern zu leben?« Anna spürte einen warnenden Schauer. »Ich kann es nach und nach reparieren.« »Mit welchem Geld?« Rolands Stimme wurde härter. »Sie sind eine arme Frau, Anna, eine Witwe ohne Mittel. Und dieses Haus braucht Reparaturen, die Hunderte von Tausenden Franken kosten würden, vielleicht Millionen. Wie wollen Sie das bezahlen? Das geht Sie nichts an. Aber es ist Sache des Bauamtes«, sagte Roland mit einem triumphierenden Lächeln. »Es stellte sich heraus, dass ich einen Freund habe, der dort arbeitet.
Und zufällig habe ich ihm gestern erwähnt, dass eine Witwe mit 6 Kindern in ein strukturell unsicheres Haus gezogen ist. Er sagte mir, dass sie morgen eine Inspektion durchführen werden. Und wenn Sie den Zustand dieses Ortes sehen, er zuckte mit den Achseln, werden Sie es für unbewohnbar erklären. Sie werden ihnen verbieten, hier zu leben. Musik. Und dann, was werden Sie tun? Anna spürte, wie die Welt um sie herum zusammenbrach. Er hatte recht. Das Haus war ein Desaster. Und wenn das Bauamt es für unbewohnbar erklärte. Aber machen Sie sich keine Musiksorgen, fuhr Roland mit falschem Mitgefühl fort. Ich habe eine Lösung. Ich kaufe Ihnen das Haus Musik. Ich biete Ihnen 50.000 Franken. Bar, noch heute. Musik, das ist mehr, als diese Ruine wert ist. Mit diesem Geld können Sie etwas Anständiges am Dorf mieten, während Sie Arbeit finden. 50.000 Musik-Franken. Es war ein Vermögen für jemanden in ihrer Situation, aber es war nichts, absolut nichts, verglichen mit dem, was sich am verschlossenen Zimmer befand. Es steht nicht zum Verkauf, sagte Anna mit fester Stimme, obwohl sie innerlich zitterte. Rolands Lächeln verschwand. Sein Gesicht wurde hart wie Stein gemeißelt. Das werden Sie bereuen, sagte er mit leiser, drohender Stimme. Meine Tante hat einen Fehler gemacht, als sie Ihnen dieses Eigentum gab, und ich werde diesen Fehler auf die eine oder andere Weise korrigieren. Er drehte sich um und ging zu seinem schwarzen Mercedes. Bevor er einstieg, Musik, drehte er sich ein letztes Mal um. Ach, und übrigens, ich habe einigen Leuten in Alpenheim von diesem Haus und von Musik ihrem Glück erzählt. Sie wissen ja, wie die Leute am Dorf sind, neugierig, geschwätzig. Ich stelle mir vor, dass sie bald viele Besucher haben werden. Musik, Leute, die fragen, was an diesem alten Haus so besonders ist, dass meine Tante es ihnen geschenkt hat. Leute, die spekulieren, Leute, die nachforschen. Die Botschaft war klar. Roland würde Gerüchte verbreiten, Musik, er würde Aufmerksamkeit auf dieses Anwesen lenken. Und wenn genügend Leute anfingen, Fragen zu stellen, würde irgendwann jemand das Geheimnis des verschlossenen Zimmers entdecken. Der Mercedes startete und fuhr davon, Staub aufwirbelnd. Anna blieb auf der Veranda stehen, zitterte vor Wut und Angst. Ihre Kinder kamen aus dem Haus und drängten sich um sie. »Mama, wer war dieser Mann?« fragte Lena mit verängstigter Stimme. »Niemand Wichtiges, mein Schatz. Nur ein böser Mann, der bald lernen wird, dass er uns nicht einschüchtern kann.« Doch in ihrem Musikinneren wusste Anna die Wahrheit. Sie war in Schwierigkeiten, in großen Schwierigkeiten. Roland würde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um ihr dieses Haus wegzunehmen. Und sie hatte kein Geld, um Anwälte zu engagieren. Sie hatte keine politischen Verbindungen. Sie hatte nichts, außer einem schiefen Haus voller Schätze, die sie nicht verkaufen konnte, ohne gefährliche Fragen aufzuwerfen. Sie brauchte Hilfe, und es gab nur eine Person auf der Welt, die sie ihr geben konnte. »Emil«, rief sie ihren ältesten Sohn, »ich muss dich bitten, auf deine Geschwister aufzupassen. Ich muss Musik für eine Weile weg. Wohin gehst du?« »Zu Frau von Eschenbach. Das kann nicht warten.« Anna ging den Feldweg entlang zur Hauptstraße, wo sie es schaffte, einen Bus anzuhalten, der sie nach Alpenheim brachte. Musik. Von dort nahm sie ein Taxi, das sie sich nicht leisten konnte, zum Herrenhaus Sonnenhang. Als sie an die Dienstbotentür klopfte, öffnete Rosi. »Anna, was machen Sie hier?« »Ich dachte Sie. Ich muss mit Frau von Eschenbach sprechen.« »Musik, es ist dringend.« Rosi ließ sie herein und ging, um die Millionärin zu suchen. Anna wartete in der Küche mit verschränkten Händen und rasendem Herzen. Als Frau von Eschenbach hereinkam, füllte sich ihr Gesicht mit Sorge. »Was ist passiert? Geht es Ihnen gut?« »Musik, geht es den Kindern gut?« »Roland war heute Morgen am Haus«, sagte Anna ohne Umschweife. »Er hat Fotos gemacht. Er sagte, er würde das Bauamt anrufen, um das Grundstück für unbewohnbar zu erklären, und er verbreitet Gerüchte am Dorf, damit sich die Leute fragen, was an diesem Haus so besonders ist.« Frau von Eschenbach schloss die Augen und seufzte lang und müde. »Ich wusste, dass er so etwas tun würde. Mein Neffe akzeptiert niemals eine Niederlage.« Sie öffnete die Augen und sah Anna entschlossen an, aber er weiß nicht, mit wem er sich anlegt. Weder er noch das Bauamt können ihnen Musik dieses Haus wegnehmen, wenn sie es nicht verkaufen wollen. Die Urkunden sind rechtmäßig und unanfechtbar, aber wenn sie es für unbewohnbar erklären, Musik kann ich dort nicht leben. Und dann wird Roland weiter Druck machen, bis ich keine andere Wahl habe, als zu verkaufen. Nein, wenn wir das Haus zuerst reparieren. Ich habe kein Geld für die Reparaturen Musik, und sie haben mir bereits zu viel gegeben. Ich kann sie nicht um mehr bitten. Frau Musik von Eschenbach nahm Annas Hände in ihre. »Anna, haben Sie das Zimmer geöffnet?« Sie nickte. Tränen drohten überzufließen. »Haben Sie gesehen, was darin ist?« »Ja, ich habe alles gesehen. Ich kann nicht glauben, dass es real ist. Ich kann nicht glauben, dass es jetzt meins ist.« »Dann kennen Sie die Antwort«, sagte Frau von Eschenbach sanft. »Verkaufen Sie ein Stück, nur ein kleines, das nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt.
Verwenden Sie dieses Geld, um das Haus zu reparieren. Machen Sie es bewohnbar, und wenn das Bauamt es inspiziert, werden Sie keine rechtliche Grundlage haben, es für unbewohnbar zu erklären. Anna sah sie mit großen Augen an. Ein Stück verkaufen? Aber wie? Wo? An wen? Ich werde Ihnen helfen. Ich kenne Leute, Musik, diskrete Sammler, Leute, die gut bezahlen und keine unangenehmen Fragen stellen. Frau von Eschenbach lächelte. Mein Großvater war nicht der Einzige in der Familie mit Verbindungen, wissen Sie? Zum ersten Mal an diesem Tag verspürte Anna einen Funken Hoffnung. Gehen Sie nach Hause, fuhr Frau von Eschenbach fort. Suchen Sie sich ein Stück aus dem Zimmer aus, etwas Wertvolles, aber nicht zu Großes. Musik. Bringen Sie es mir morgen früh, und ich kümmere mich um den Rest. Anna umarmte die Millionärin fest, unfähig, ihre Dankbarkeit in Worte zu fassen. Musik. Frau von Eschenbach erwiderte die Umarmung, und in diesem Moment klammerten sich die beiden einsamen Frauen Musik aneinander wie Schiffbrüchige inmitten eines Sturms. Als Anna zum schiefen Chalet zurückkehrte, war es bereits spät. Die Sonne ging unter und färbte den Himmel orange und lila. Ihre Kinder rannten ihr entgegen, erleichtert, dass sie zurück war. Sie bereitete ein einfaches Abendessen zu und legte sie früh ins Bett, sang ihnen Lieder vor, die Urs ihnen immer vorgesungen hatte, als er noch lebte. Dann, als das ganze Haus still war, kehrte Anna mit einer Kerze in der Hand zum verschlossenen Zimmer zurück, kniete sich vor die Truhen und begann, ihren Inhalt sorgfältig zu überprüfen, auf der Suche nach etwas, das sie verkaufen konnte, ohne das Gefühl zu haben, Frau von Eschenbachs Geschenk zu verraten. Schließlich fand sie ganz unten in der zweiten Truhe eine Halskette. Sie war schön, aber nicht auffällig. Eine dünne Goldkette mit einem ovalen Medaillon, das ein Miniaturporträt einer jungen Frau enthielt. Die Arbeit war exquisit, eindeutig antik, wahrscheinlich aus dem frühen 19. Jahrhundert, wertvoll, aber nicht so sehr wie die silberbaren Musik oder die Gemälde. Anna hielt es ins Kerzenlicht und bewunderte die Details des Medaillons. Dann verstaute sie es vorsichtig in ihrer Tasche. Morgen würde sie ihr Schicksal ändern. Musik. Doch als sie die Zimmertür schloss und ins Wohnzimmer zurückging, sah sie die Gestalt nicht, die das Haus von den Bäumen auf der anderen Straßenseite beobachtete. Sie sah nicht den Glanz eines Fernglases, das das Mondlicht reflektierte. Sie hörte nicht das Klicken Musik einer Kamera, die ihr am Dunkeln fotografierte. Roland Wenger war nicht allein dabei. Er hatte jemanden angeheuert, jemanden, der dieses Haus Tag und Nacht überwachen, Musik, jede Bewegung Annas, jedes Betreten, jedes Verlassen, jeden Besucher melden würde, Musik. Und wenn sie schließlich entdeckten, welches Geheimnis dieses schiefe Haus verbarg, wenn sie endlich verstanden, warum Frau von Eschenbach es einer einfachen Dienstmagd gegeben hatte, Musik, dann würde der wahre Krieg erst beginnen. Der Dienstag brach mit einem klaren Himmel an, der intensive Hitze versprach. Anna stand vor Sonnenaufgang auf. Musik wusch sich so gut es ging mit dem kalten Wasser des verrosteten Wasserhahns Berschen, ei am Bad und zog ihre beste Kleidung an. Musik. Die antike Halskette ruhte in einem kleinen Stoffbeutel in ihrer Tasche. Ihr Gewicht war bedeutender, Musik als ihre Größe. Sie ließ Emil mit strengen Anweisungen auf seine Geschwister aufpassen. Niemandem die Tür öffnen, die Fenster, die noch Glas hatten, geschlossen halten. Und wenn sie Rolands schwarzen Mercedes sahen, sollten sie sich am hinteren Zimmer verstecken, bis er weg war. »Mama, du machst mir Angst«, sagte Emil Musik mit gerunzelter Stirn. Er war 14 Jahre alt, aber manchmal wirkte er viel älter, besonders seit dem Tod seines Vaters. »Keine Angst, mein Schatz. Sei einfach vorsichtig. Ich bin vor Mittag zurück.« Die Fahrt zum Herrenhaus Sonnenhang fühlte sich ewig an. Jede Minute, die sie von ihren Kindern entfernt war, war eine Qual. Musik. Doch als sie schließlich ankam und Frau von Eschenbach persönlich die Tür öffnete, spürte Anna, dass sie wieder atmen konnte. »Kommen Sie herein, kommen Sie herein. Ich habe auf Sie gewartet.« Musik. Im privaten Arbeitszimmer von Frau von Eschenbach nahm Anna mit zitternden Händen die Halskette hervor. Die Millionärin untersuchte sie am Licht des Fensters. Musik drehte das Medaillon mit geübten Fingern vorsichtig. »Es ist wunderschön. Ende des 18. Jahrhunderts würde ich sagen, wahrscheinlich aus Europa, während des Porfiriats nach Mexiko gebracht.« Sie blickte Anna an. »Sie haben gut gewählt. Das ist wertvoll, aber nicht so selten, dass es zu viel Aufmerksamkeit erregen würde. Estela, wie viel, glauben Sie, ist es wert? Auf dem freien Markt mit Echtheits- und Herkunftszertifikaten könnte es zwischen 20.000 und 30.000 Franken wert sein. Aber wir gehen nicht auf den freien Markt.« Frau von Eschenbach wickelte die Halskette wieder in den Stoff. »Ich habe einen Freund in Zürich, Herr Antiquar Moser. Er ist ein sehr diskreter Privatsammler. Ich habe ihm schon früher Dinge verkauft. Er stellt keine Fragen und bezahlt bar. Er kann uns heute 15.000 Franken dafür geben.« Anna spürte, wie ihre Knie nachgaben. 15.000 Franken.
Es war mehr Geld, als sie in ihrem ganzen Leben gesehen hatte. Wirklich? Ja, aber wir müssen jetzt gehen. Musik. Herr Antiquar Moser ist bis 14 Uhr in seinem Büro. Dann reist er nach Genf. Datnuiter erledigen wollen, müssen wir jetzt los. Die Fahrt nach Zürich dauerte etwas mehr als eine Stunde. Frau von Eschenbach fuhr ihren Geländewagen souverän über die Autobahn, während Anna aus dem Fenster schaute, ohne die Landschaft wirklich zu sehen. Ihre Gedanken waren beim schiefen Chalet, bei ihren Kindern, Musik bei dem Mann, den Roland angeheuert hatte, um sie zu überwachen. Sie kamen in einem eleganten Wohnviertel mit riesigen Häusern an, die von hohen Mauern und elektrischen Toren geschützt waren. Frau von Eschenbach hielt vor einem modernen, dreistöckigen Gebäude aus Glas und Stahl an. Ein Wachmann überprüfte ihre Ausweise, bevor er sie durchließ. Musik. Herr Antiquar Moser war ein Mann um die 60, schlank und elegant, mit völlig weißem Haar und einer Goldrandbrille. Sein Büro sah eher aus wie ein Museum als ein Arbeitsplatz. Wände waren mit alten Schweizer Gemälden bedeckt, Vitrinen gefüllt mit antiken Skulpturen, Musik-Mahagoni-Schreibtische beladen mit seltenen Büchern. »Liebe Estella, wie schön, Sie zu sehen.« Er begrüßte sie mit kultivierter Stimme. Dann sah er Anna neugierig an. »Und wer ist Ihre Freundin?« »Jemand, der Ihre Diskretion braucht, Edmundo.« »Wie immer.« Der Sammler nickte verständnisvoll. Frau von Eschenbach zeigte ihm die Halskette. Herr Antiquar Moser untersuchte sie mit einer Juwelierlupe mehrere Minuten lang, die sich wie Stunden anfühlten. »Musik«, schließlich lächelte er. 19. Jahrhundert. 18 Karat Gold. Das Miniaturporträt ist das Werk eines Meisters, wahrscheinlich französisch. Die Technik ist tadellos. Er blickte auf. »Ich kann Ihnen 15.000 Franken anbieten.« »Bar. Musik. Sofort.« Anna konnte kaum glauben, was geschah. Es war zu einfach, zu schnell. Sie brauchen keine Papiere, Dokumente. Herr Antiquar Moser lächelte freundlich. »Musik, Liebe, in meinem Metier ist es manchmal besser, die Herkunft nicht zu genau zu untersuchen. Ich vertraue Estellas Urteil. Wenn sie sagt, das ist echt, ist das genug für mich.« 20 Minuten später verließ Anna dieses Büro mit einem Manila-Umschlag voller Musik, 50 und 100 Franken, Noten, 15.000 Franken, ein Gewicht, das physisch, aber auch symbolisch war, Musik, das Gewicht der Hoffnung. Auf dem Rückweg gab Frau von Eschenbach ihr praktische Ratschläge. Suchen Sie Baumeister Fischer. Er ist ein Baumeister in Alpenheim, der Beste der Region. Sagen Sie ihm, dass ich Sie geschickt habe. Er kann Ihr Haus in 2 Wochen reparieren, wenn Sie schnell arbeiten. Verwenden Sie 8.000 Franken für die Reparaturen. Bewahren Sie den Rest für Notfälle und für Ihre Kinder auf. Und wenn Roland versucht, die Arbeiten zu stoppen, das kann er nicht. Musik, es ist Ihr Eigentum. Aber arbeiten Sie schnell, Anna. Sehr schnell. Als Anna zum schiefen Chalet zurückkam, war es fast Musik 15 Uhr. Ihre Kinder rannten ihr entgegen und sie umarmte sie mit einer Kraft, die sie vor Lachen schreien ließ. Dann zeigte sie ihnen den Umschlag mit dem Geld, ohne ihnen genau zu sagen, wie viel es war, und erklärte ihnen, dass sie das Haus reparieren würden. »Wirklich, Mama?« fragte Lena mit leuchtenden Augen. »Wird es Strom und warmes Wasser haben?« »Ja, mein Schatz. Alles, was wir brauchen. Musik.« An diesem Nachmittag ging Anna ins Dorf und fand Baumeister Fischer in seiner Werkstatt, einen Mann um die 50 mit riesigen Händen und einem sonnengebräunten Gesicht. Als sie Frau von Eschenbachs Namen erwähnte, richtete sich Baumeister Fischer respektvoll auf. »Wenn Frau von Eschenbach schickt, dann arbeite ich für Sie. Wann fangen wir an?« »Morgen. Und ich brauche, dass Sie schnell arbeiten. Sehr schnell.« Baumeister Fischer kam am Mittwochmorgen am Morgengrauen mit einer Gruppe von 5 Männern. »Musik«, sie begannen sofort. Sie verstärkten die Hauptbalken des Daches, reparierten die Risse in den Wänden mit neuem Mörtel. »Musik«, wechselten die zerbrochenen Fenster, installierten Strom mit Hilfe eines Elektrikers aus dem Dorf, schlossen die Wasserleitungen an, schliffen und lackierten den Holzboden. Das Haus verwandelte sich in einen Bienenstock der Aktivität. Die Kinder halfen, Werkzeuge zu tragen und Sägemehl zu fegen. Anna kochte reichlich Essen für die Arbeiter und überwachte jedes Detail. Und Baumeister Fischer, sein Wort haltend, arbeitete von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Pause. Doch am Donnerstagnachmittag, als Anna ins Dorf ging, um weitere Vorräte zu kaufen, hörte sie das Gemurmel. Die Tratschweiber auf dem Markt sprachen über sie. Man sagt, sie hat verstecktes Geld in diesem Haus gefunden. Nein, ich habe gehört, dass Frau von Eschenbach ihr heimlich mehr Geld gibt. Und wenn da etwas Wertvolles ist, warum sonst sollte sie ihr ein Haus schenken? Anna biss die Zähne zusammen und ging weiter. Die Gerüchte, die Roland verbreitet hatte, wuchsen wie Unkraut. Aber sie konnte nichts dagegen tun, außer die Reparaturen so schnell wie möglich abzuschließen. Am Freitag kam die Nachricht, die Anna gefürchtet hatte. Baumeister Fischer rief sie an, während sie in der Küche das Mittagessen zubereitete. »Frau Bachmann,
Da sind Männer draußen. Sie sagen, sie sind vom Bauamt. Annas Herz machte einen schmerzhaften Sprung. Sie ging auf die Veranda und sah einen weißen Lieferwagen auf dem Weg stehen. 2 Männer in blauen Hemden mit Klemmbrettern stiegen aus dem Fahrzeug und dahinter, in seinem schwarzen Mercedes, saß Roland Wenger mit einem zufriedenen Lächeln. »Guten Tag. Musik«, sagte einer der Inspektoren, ein kräftiger Mann um die 40. »Ich bin Ingenieur Huber vom Bauamt. Musik. Wir haben einen Bericht erhalten, dass dieses Gebäude unsicher ist. Wir kommen, um eine Inspektion durchzuführen.« »Bitte kommen Sie herein«, sagte Anna mit fester Stimme, obwohl sie innerlich zitterte. »Wie Sie sehen können, führen wir Reparaturen durch.« Baumeister Fischer kam mit seinen aufgerollten Plänen unter dem Arm näher. »Ingenieur Huber, ich bin Aurelio Fischer, zertifizierter Baumeister. Hier sind die Pläne für die strukturellen Reparaturen, die wir durchführen. Alles nach Vorschrift, alles sicher.« Der Ingenieur überprüfte die Pläne mit gerunzelter Stirn. Sein Kollege ging das Grundstück ab, machte Fotos, maß Risse, überprüfte Balken. Roland beobachtete aus seinem Auto mit verschränkten Armen und angespannter Miene. Die Inspektion dauerte über 2 Stunden. Anna wartete mit einem Kloß I am Magen, während die Inspektoren jeden Winkel des Hauses überprüften. Als sie schließlich fertig waren, Musik, kam Ingenieur Huber mit ernstem Gesicht näher. »Frau Bachmann, dieses Haus befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Einige der Hauptbalken waren verrottet, das Dach war einsturzgefährdet, die Elektroinstallationen waren nicht vorhanden und gefährlich.« Anna spürte, wie die Welt über ihr zusammenbrach, doch der Ingenieur fuhr fort. »Allerdings sind die Reparaturen, die Sie durchführen, angemessen und professionell. Wenn Baumeister Fischer die Arbeiten wie geplant fortsetzt, wird diese Struktur in einer Woche vollständig bewohnbar und sicher sein.« Er unterschrieb sein Klemmbrett. »Es gibt keine Räumungsanordnung. Sie können hier weiterleben, während die Arbeiten abgeschlossen werden. Ich bitte Sie nur, vorsichtig mit den Kindern in der Nähe der Baustellen zu sein.« Anna musste sich an die Wand lehnen, um nicht umzufallen. Baumeister Fischer lächelte diskret, die anderen Arbeiter seufzten erleichtert. Roland stieg mit rotem Gesicht vor Wut aus seinem Auto. »Wie ist das möglich? Dieses Haus ist eine öffentliche Gefahr, Herr Wenger«, sagte Ingenieur Huber mit professionellem, aber kaltem Ton. »Die technische Inspektion stützt Ihre Behauptungen nicht. Dieses Anwesen wird ordnungsgemäß repariert. Es gibt keinen rechtlichen Grund, es für unbewohnbar zu erklären. Aber Sie verstehen nicht. Diese Frau hat kein Recht, Musik hier zu sein. Meine Tante hat einen Fehler gemacht als sie. Eigentumsangelegenheiten sind nicht die Zuständigkeit des Bauamtes, unterbrach Musik der Ingenieur. Wenn Sie rechtliche Probleme mit der Eigentümerin haben, lösen Sie diese vor Gericht. Guten Tag.« Die Inspektoren fuhren in ihrem Lieferwagen davon. Roland stand zitternd vor Wut neben seinem Mercedes. »Musik, Ersahanna, mit Purem Hassan. Woher haben Sie das Geld?« fragte Musik mit leiser, gefährlicher Stimme. »Woher haben Sie das Geld, um das alles zu bezahlen? Das geht Sie nichts an.« »Musik«, antwortete Anna und fand eine Tapferkeit, von der sie nicht wusste, dass sie besaß. »Ihre Tante hat Ihnen mehr als nur das Haus gegeben, oder?« Roland machte einen Schritt auf sie zu. »Da ist noch etwas. Etwas, das hier versteckt ist. Deshalb ist das Haus schief. Deshalb hat sie es Ihnen gegeben. Da ist etwas von Musik wert. Verlassen Sie mein Grundstück«, sagte Anna mit fester Stimme. »Jetzt!« Roland sah sie lange an, dann lächelte er. Aber es war kein fröhliches Lächeln. Es war das Lächeln eines Menschen, der gerade eine gefährliche Entscheidung getroffen hatte. »Das wird nicht so bleiben«, flüsterte er. »Wenn meine Tante Ihnen mehr als dieses Haus gegeben hat, werde ich es herausfinden.« Er beendete den Satz nicht, stieg einfach in sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Baumeister Fischer näherte sich Anna und legte ihr eine große, beruhigende Hand auf die Schulter. »Dieser Mann ist gefährlich, Frau Bachmann. Seien Sie vorsichtig.« Die nächsten Tage vergingen in einem Wirbel von Arbeit. Baumeister Fischer und seine Mannschaft arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das Haus verwandelte sich vor Annas Augen. Die Wände wurden verstärkt und in warmem Weiß gestrichen. Musik. Das Dach wurde vollständig mit neuen Ziegeln repariert. Die Fenster hatten nun glänzende Scheiben und solide Holzrahmen. Der Strom beleuchtete jede Ecke. Warmes Wasser floss durch die neuen Rohre. Doch das Beeindruckendste war die Neigung. Baumeister Fischer hatte tragende Stützen installiert, die das Haus weniger schief erscheinen ließen, obwohl es ohne einen vollständigen Wiederaufbau offensichtlich niemals ganz gerade sein könnte. Dennoch war es sicher, Musik bewohnbar. Es war ein Zuhause. Am Sonntag, als die Arbeiten fast abgeschlossen waren, kam Frau Musik von Eschenbach zu Besuch. Sie ging durch das Haus mit Tränen in den Augen. »Mein Großvater wäre stolz«, flüsterte sie. »Sie haben diesem Ort wieder Leben eingehaucht. Musik. In dieser Nacht, nachdem Frau von Eschenbach gegangen war, bettete Anna ihre Kinder in ihre frisch gestrichenen Zimmer mit neuen Betten, die sie mit einem Teil des Restgeldes gekauft hatte.
Die Kinder schliefen lächelnd ein. Erschöpft Musik, aber glücklich. Anna saß auf der jetzt reparierten und stabilen Veranda und blickte in die Sterne. Zum ersten Mal seit langer Zeit verspürte sie Frieden. Sie hatten es geschafft, entgegen aller Erwartungen, gegen Rolands Drohungen, gegen die Gerüchte am Dorf. Sie hatten dieses schiefe Haus, Musik, in ein Zuhause verwandelt. Doch der Frieden währte nur kurz. Um 3 Uhr morgens wachte Anna von einem seltsamen Geräusch auf, einem Knarren. Aber es war nicht das normale Knarren eines alten Hauses, das sich setzte. Es war das Knarren von jemandem, der vorsichtig ging und versuchte, keinen Lärm zu machen. Sie stand auf, ohne das Licht anzuschalten, und ging barfuß ins Wohnzimmer. Das Mondlicht fiel durch die neuen Fenster. Musik warf lange Schatten auf den Boden. Alles schien normal. Vielleicht war es nur ihre Fantasie gewesen. Dann Musik hörte sie ein anderes Geräusch. Diesmal kam es von draußen, von der Ostseite des Hauses, von der Seite, wo das verschlossene Zimmer war. Anna rannte zum nächsten Fenster und sah hinaus. Was sie sah? Musik ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Da war ein Mann draußen, ganz in Schwarz gekleidet, Musik mit einer kleinen Taschenlampe. Er untersuchte die Außenwand des verschlossenen Zimmers, berührte sie mit den Händen, maß etwas mit einem Maßband, und neben Musik ihm, in der Dunkelheit, stand Roland Wenger. Sie suchten etwas. Sie versuchten zu verstehen, warum sich diese Seite des Hauses so stark neigte. Sie standen kurz davor, das Geheimnis des Zimmers zu entdecken. Und Anna, allein in der Dunkelheit ihres Hauses, mit ihren 6 schlafenden, wehrlosen Kindern, wusste, dass der wahre Krieg gerade erst begonnen hatte. Denn wenn Roland entdeckte, was in diesem Zimmer war, wenn er den wahren Wert dessen verstand, was seine Tante ihr gegeben hatte, würde er vor nichts Halt machen, um es ihr wegzunehmen. Absolut nichts. Anna beobachtete vom dunklen Fenster aus, wie Roland und der schwarz gekleidete Mann die Außenwand des Zimmers untersuchten. Ihre Hände fuhren über den alten Lehm, suchten nach Anzeichen, maßen die Tiefe der Neigung. Der Mann holte etwas hervor, das wie ein tragbarer Metalldetektor aussah, und fuhr ihn langsam über die Wand. Das Gerät gab ein konstantes Piepen von sich. Roland lächelte in der Dunkelheit. Musik. Es war das Lächeln eines Raubtiers, das gerade seine Beute gefunden hatte. Anna wich vom Fenster zurück, ihr Herz hämmerte in ihrer Brust. Sie musste etwas tun. Aber was? Wenn sie herausging, um Musik sich ihnen zu stellen, könnten sie gewalttätig werden. Wenn sie die Polizei rief, wären sie weg, bis diese eintraf. Und das Schlimmste von allem, jetzt wusste Roland. Vielleicht verstand er nicht genau, was in dem Zimmer war, aber er wusste, dass da etwas Metallisches, etwas Schweres, etwas Wertvolles war. Sie rannte zum Telefon, das mit der neuen Stromleitung installiert worden war, und wählte die Nummer des Herrenhauses Sonnenhang. Es klingelte 4-mal, 5-mal, 6-mal, schließlich Musik, antwortete Frau von Eschenbachs verschlafene Stimme. Hallo? Frau von Eschenbach. Musik. Ich bin Anna. Roland ist hier. Er ist draußen am Haus mit jemandem. Sie haben einen Metalldetektor. Sie untersuchen das Zimmer. Sie wissen, dass da etwas ist. Die Stille am anderen Ende der Leitung dauerte nur 1 Sekunde, aber sie fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Gehen Sie nicht hinaus. Schließen Sie alle Türen ab. Ich bin sofort da und bringe Hilfe mit. Die Leitung wurde unterbrochen. Anna legte das Telefon mit zitternden Händen auf und rannte, um zu überprüfen, ob alle Musiktüren abgeschlossen waren. Dann ging sie zu den Zimmern ihrer Kinder. Emil war wach, saß mit verängstigten Augen auf seinem Bett. »Mama, ich habe Geräusche draußen gehört. Ich weiß, mein Schatz. Bleib hier bei deinen Brüdern, geht um keinen Preis hinaus. Verstanden?« Emil nickte, aber Anna sah die Angst in seinen Augen. Er war noch so jung, zu jung, um Musik mit solchen Drohungen leben zu müssen. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück, gerade als sie den Schlag an der Haupttür hörte. Musik, laut, autoritär, gar nicht freundlich. »Anna, öffnen Sie die Tür.« »Musik, ich weiß, dass Sie wach sind.« Es war Rolands Stimme, aber etwas war anders daran. Jetzt gab es keine Vortäuschung von Höflichkeit mehr, keine Masken, nur pure Wut und Gier. »Gehen Sie von meinem Grundstück, oder ich rufe die Polizei«, schrie Anna von der anderen Seite der Tür. »Nur zu«, rufen Sie. »Bis Sie da sind, habe ich gefunden, was ich suche.« Anna hörte Schritte, die sich von der Haupttür entfernten. Sie rannte zum Fenster und sah mit Entsetzen, wie Roland und der schwarz gekleidete Mann zum hinteren Teil des Hauses gingen, zum verschlossenen Zimmer. Roland trug etwas, das wie ein schwerer Vorschlaghammer aussah. Sie würden die Wand durchbrechen. Anna rannte zum Flur, der zum Zimmer führte. Sie lehnte ihren Rücken an die verschlossene Tür, als könnte ihr Körper das Kommende aufhalten. Sie hörte den ersten Schlag des Vorschlaghammers gegen den äußeren Lehm, dann den Musikzweiten, dann den dritten. Jeder Aufprall ließ das ganze Haus zittern. »Halt«, schrie sie aus voller Kehle. »Das ist mein Eigentum. Musik. Was Sie tun, ist illegal.« Doch die Schläge gingen weiter. Der alte Lehm begann nachzugeben.
Anna konnte die Stücke hören, die draußen auf den Boden fielen. Sie waren kurz davor, ein Loch in die Wand zu schlagen, kurz davor, zu sehen, was sich darin befand. Musik. Dann, wie die Antwort auf ein verzweifeltes Gebet, hörte sie das Geräusch von Fahrzeugen, die sich schnell auf dem Feldweg näherten. Viele Fahrzeuge. Sie rannte zum Vorderfenster und sah 3 Geländewagen auf das Grundstück fahren, mit eingeschalteten Lichtern. Der erste war der weiße Geländewagen von Frau von Eschenbach. Die anderen beiden waren Streifenwagen der Gemeindepolizei Alpenheim. Frau Musik von Eschenbach stieg aus ihrem Fahrzeug, gefolgt von 4 uniformierten Beamten und einem Mann am Anzug, den Anna erkannte. Musik. Es war Kommandant Roth, der Polizeichef der Gemeinde. Die Schläge an der Rückwand hörten abrupt auf. Anna rannte aus dem Haus und fand Roland und den schwarz gekleideten Mann neben einem fußballgroßen Loch in der Lehmwand stehen. Roland hielt den Vorschlaghammer noch in den Händen. Sein Gesicht war am Licht der Polizeilampen blass. »Herr Kommandant, verhaften Sie diese Männer«, schrie Anna und zeigte mit zitterndem Finger auf sie. »Sie zerstören mein Eigentum.« Kommandant Roth näherte sich mit strengem Gesichtsausdruck. Er sah das Loch in der Wand, dann Roland, dann den schwarz gekleideten Mann, der versuchte, sich in die Schatten zurückzuziehen. »Roland Wenger«, sagte der Kommandant mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. »Sie werden wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verhaftet. Sie haben das Recht. Warten Sie«, unterbrach Roland mit verzweifelter Stimme. »Sie verstehen nicht. Diese Frau hat etwas, das meiner Familie gehört. Meine Tante hat es ihr illegal gegeben. In diesem Haus ist ein Vermögen versteckt.« »Ein Vermögen?«, fragte Kommandant Roth skeptisch. »Was für ein Vermögen?« Roland zeigte auf das Loch in der Wand. »Darin, der Metalldetektor hat es bestätigt. Da ist Gold, Silber, wertvolle Gegenstände. Mein Großvater hat sie vor Jahrzehnten dort versteckt. Und jetzt diese Frau. Was sich in diesem Haus befindet«, unterbrach die feste Stimme von Frau von Eschenbach, die sich der Gruppe näherte, »ist rechtmäßiges Eigentum von Anna Bachmann. Die von uns unterzeichneten Urkunden beinhalten ausdrücklich den gesamten Inhalt des Anwesens. Alles, was sich in diesem Haus befindet, gehört ihr rechtlich. Aber Tante, das war das Familienerbe. Sie können es nicht einfach einer Fremden schenken. Ich kann mit meinen Besitztümern machen, was ich will, Roland. Und das habe ich getan.« Frau von Eschenbach wandte sich dem Kommandanten zu. »Ich habe hier beglaubigte Kopien der Urkunden. Alles wurde legal vor einem Notar erledigt. Diese Frau hat das Leben meines Enkels gerettet. Ich habe ihr das Haus und seinen gesamten Inhalt als Zeichen meiner Dankbarkeit gegeben. Mein Neffe hat kein rechtliches Anrecht auf nichts davon.« Der Kommandant überprüfte die Dokumente, die Frau von Eschenbach ihm übergab. Dann sah er Roland mit Abscheu an. »Herr Wenger, die Dokumente sind in Ordnung. Sie haben kein Anrecht auf dieses Eigentum oder seinen Inhalt. Was Sie heute Nacht getan haben, ist ein schweres Verbrechen.« Er gab seinen Beamten ein Zeichen. »Verhaften Sie ihn.« »Nein, warten Sie«, rief Roland, als die Beamten sich näherten. »Ich kann Sie bezahlen. Ich kann.« Doch die Handschellen waren bereits an seinen Handgelenken. Auch der schwarz gekleidete Mann wurde verhaftet. Sie wurden zu den Streifenwagen gebracht, während Roland Drohungen und Flüche schrie, die in der Nacht verloren gingen. Als die Streifenwagen mit ihren Gefangenen davonfuhren, blieb nur Stille zurück. Anna ließ sich auf das feuchte Gras fallen, zitternd von Kopf bis Fuß. Alles war so schnell gegangen, alles war so kurz vor dem Desaster gewesen. Frau von Eschenbach kniete sich neben sie und umarmte sie fest. »Es ist vorbei. Es ist vorbei. Sie sind in Sicherheit. Und wenn er zurückkommt, und wenn er mehr Leute anheuert, und wenn, er wird nicht zurückkommen«, sagte Frau von Eschenbach mit absoluter Gewissheit. »Musik. Kommandant Roth schuldet mir einige Gefallen. Roland wird dafür mindestens 1 Monat am Gefängnis verbringen. Und wenn er freikommt, hat er eine einstweilige Verfügung, die ihm verbietet, sich dieser Immobilie auf weniger als 500 Meter zu nähern. Außerdem, ein kleines Lächeln erschien auf ihrem müden Gesicht, werde ich morgen mit meinem Anwalt sprechen. Ich werde mein Testament ändern. Musik. Alles, was ich besitze, mein gesamtes Vermögen wird nach meinem Tod an wohltätige Einrichtungen gehen. Roland und Sabine werden keinen Rappen bekommen. Wenn sie das erfahren, werden sie zu beschäftigt sein, mein Testament anzufechten, um sie zu belästigen.« Anna sah die Millionärin mit Tränen an, die ihr über die Wangen liefen. »Warum tun Sie das alles für mich? Weil Sie die Tochter sind, die ich nie hatte, weil ich in Ihnen etwas gesehen habe, das ich vor langer Zeit verloren hatte. Echte Güte in einer Welt voller Gier.« Frau von Eschenbach wischte ihr die Tränen mit ihrem Taschentuch ab. »Und weil mein Großvater Cornelius gewollt hätte, dass sein Vermögen jemandem zugute kommt, der es für das Gute einsetzt, jemandem wie Ihnen.« Die folgenden Tage waren eine Zeit des Übergangs. Baumeister Fischer beendete die Reparaturen am Haus, einschließlich des Lochs, das Roland in die Musikwand des Zimmers geschlagen hatte.
Das schiefe Chalet, nun verstärkt und wunderschön, wurde zum Neid der Nachbarschaft. Anna begann auf Anraten von Frau von Eschenbach, die Schatzstücke sehr vorsichtig zu verkaufen. Eine Halskette hier, ein Gemälde Musik dort, immer über Herrn Antiquar Moser, immer mit absoluter Diskretion. Sie verkaufte nie genug, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber doch genug, um das Leben ihrer Familie zu verändern. Zuerst kaufte sie ein größeres Haus in Alpenheim, in der Nähe der besten Schulen. Sie behielt das schiefe Chalet als Anlageobjekt und vermietete es an eine junge Familie, die es mit Lachen und Leben füllte. Das Geheimzimmer wurde sorgfältig geleert und sein Inhalt wurde in einen Tresor in Zürich gebracht, zu dem nur Anna und Frau von Eschenbach Zugang hatten. Emil begann Privatunterricht bei den besten Lehrern und zeigte ein überraschendes Talent für Mathematik. Die Zwillinge Matthias und Samuel meldeten sich für ein Fußballprogramm an, das ihre natürlichen Fähigkeiten als Spieler entdeckte. Lena begann Klavierunterricht und erfüllte das neue Haus mit Musik. Carla trat einer Volkstanzgruppe bei und glänzte bei jeder Aufführung. Und der kleine Gian, jetzt 3 Jahre alt, besuchte einen Kindergarten, wo er lernte und wuchs, umgeben von anderen Kindern. Anna hatte zum ersten Mal Musik in ihrem Leben, Zeit zum Atmen, zum Nachdenken, zum Träumen. Sie belegte Abendkurse, um ihre Mittelschulbildung abzuschließen, die sie nach ihrer Heirat mit Urs abgebrochen hatte. Sie entdeckte, dass sie gerne las. Sie entdeckte, dass sie intelligent, fähig war, viel mehr, als ihr jemals jemand gesagt hatte. Und Frau von Eschenbach wurde zu einer ständigen Präsenz in ihrem Leben. Sie aß mindestens 2-mal pro Woche mit ihnen zu Abend. Sie besuchte die Fußballspiele der Zwillinge, hörte Lena Klavier spielen, las Carmen Musik und Gian Geschichten vor. Sie war die Großmutter geworden, die die Kinder nie gehabt hatten. 6 Monate nach Rolands Verhaftung saß Anna in der Küche ihres neuen Hauses und bereitete ein Familienessen zu, als es an der Tür klingelte. Sie öffnete die Tür und sah Julian Wenger, Frau von Eschenbachs Sohn, mit seiner Frau Valerie und seinem Sohn Sebastian I. am Türrahmen stehen. »Anna«, sagte Julian mit demütiger Stimme, »ich weiß, dass wir uns nicht gut kennen. Ich weiß, dass ich nicht der beste Sohn für meine Mutter war. Aber sie spricht die ganze Zeit von Ihnen, von Ihren Kindern, davon, wie Sie meinen Sohn gerettet haben.« Er machte eine Pause, sichtlich unbehaglich. »Ich wollte Ihnen persönlich danken und mich dafür entschuldigen, dass ich es nicht früher getan habe. Sebastian, jetzt 6 Jahre alt, Musik versteckte sich schüchtern hinter den Beinen seines Vaters. Doch als er Anna sah, leuchteten seine Augen auf. »Sie sind die Dame, die mich aus dem See gerettet hat.« Anna kniete sich auf seine Höhe und lächelte. »Musik. Hallo, Sebastian. Wie geht es dir?« »Gut. Papa sagt, du bist eine Heldin. Er sagt, ohne dich wäre ich.« Der Junge beendete den Satz nicht, aber seine kleinen Augen füllten sich mit Tränen. »Musik.« Anna umarmte ihn sanft. »Du bist in Ordnung, das ist das Einzige, was zählt.« An diesem Abend war das Abendessen laut und chaotisch, Musik und perfekt. Annas Kinder und Sebastian spielten am Garten. Julian und Valerie unterhielten sich mit Frau von Eschenbach darüber, nach Alpenheim zurückzuziehen, um näher bei ihr zu sein. Anna beobachtete die Szene von der Küche aus. Ihr Herz war so voll, dass sie dachte, es würde explodieren. »Woran denken Sie?« fragte Frau von Eschenbach, die mit 2 Tassen Kaffee neben ihr erschien. »Ich denke an Urs«, sagte Anna ehrlich. »Ich wünschte, er wäre hier, um das zu sehen, um unsere Kinder glücklich, gesund und mit einer Zukunft zu sehen, um zu wissen, dass am Ende alles gut ausgegangen ist. Er weiß es, Musik«, sagte Frau von Eschenbach sanft. »Wo auch immer er ist, er weiß es und ist stolz auf sie.« 1 Jahr nachdem sie das schiefe Chalet erhalten hatte, saß Anna an einem Sonntagnachmittag auf der Veranda, Musik ihres ursprünglichen Zuhauses. Das Haus war vollständig restauriert worden und nun kümmerte sich die Familie, die es mietete, liebevoll darum. Anna besuchte es ab und zu, nur um sich zu erinnern. Frau von Eschenbach kam in ihrem weißen Geländewagen und setzte sich neben sie auf die reparierte Treppe. »Wissen Sie, was mein Großvater Cornelius mir vor seinem Tod gesagt hat?« fragte die Millionärin plötzlich. »Ich war 12 Jahre alt. Musik. Er lag sehr krank in seinem Bett. Aber er nahm meine Hand und sagte, »Estela, Geld ist nur Papier und Metall. Was Musik zählt, ist, was du damit machst. Nutze es, um den zu schützen, der es verdient, um dem Möglichkeiten zu geben, der ein gutes Herz, aber Pech hat. Das ist der einzige Weg, wie Geld wahren Wert hat.« Frau von Eschenbach sah Anna mit Tränen in ihren grauen Augen an. Jahrzehntelang verstand ich nicht, was er Musik meinte. Ich bewahrte sein Vermögen versteckt in diesem Zimmer aus Angst, es könnte in die falschen Hände geraten. Aber als ich sie sah, wie sie ohne nachzudenken in diesen See sprangen, als ich ihr reines Herz und ihren Mut sah, verstand ich endlich, was mein Großvater meinte. Sie nahm Annas Hand in ihre. »Sie sind der Grund, warum er dieses Vermögen bewahrt hat.
Sie sind die Person, die es verdient hat, es zu finden. Anna konnte nicht sprechen, umarmte nur Frau von Eschenbach und weinte Tränen der Dankbarkeit, der Erleichterung, Musik des puren Glücks. 3 Jahre später wurde Emil an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich mit einem Vollstipendium für ein Ingenieurstudium angenommen. Musik. Die Zwillinge spielten in der Nachwuchsabteilung einer professionellen Eishockeymannschaft. Musik. Lena gab Klavierkonzerte in der Stadt. Carla gewann einen kantonalen Tanzwettbewerb. Musik. Und Gian, jetzt 5 Jahre alt, las Bücher, die Kinder von 7 Jahren kaum verstehen konnten. Anna hatte ihr Abitur abgeschlossen und studierte Betriebswirtschaftslehre an der örtlichen Universität. Sie hatte eine kleine Stiftung gegründet, die Witwen in ähnlichen Situationen unterstützte, wie sie erlebt hatte. Sie gab ihnen Arbeit, Ausbildung, emotionale Unterstützung. Sie hatte sie Cornelius von Eschenbach Stiftung Musik genannt, zu Ehren von Frau von Eschenbachs Großvater. Und das schiefe Chalet, diese geneigte Struktur, die einst kurz vor dem Zusammenbruch stand, war in Alpenheim zu einer Legende geworden. Die Leute erzählten die Geschichte der armen Witwe, die ein Haus erhalten hatte, das verflucht schien, aber ein Wunder verbarg. Ein Haus, das sich nicht wegen eines Flugs neigte, sondern wegen des Gewichts der Liebe und Großzügigkeit eines Mannes, der sein Vermögen für die richtige Person bewahrt hatte, eine Person, die nicht sein Blutsverwandter gewesen war, Musik aber ein Herz bewiesen hatte, das er immer geschätzt hatte, bescheiden, Musik, mutig, gütig. 5 Jahre nach dieser Nacht, in der Anna Musik ihren Mann in der Schreinerwerkstatt hatte sterben sehen, stand sie mit ihren 6 Kindern, Musik vor dem schiefen Chalet, alle elegant gekleidet. Frau von Eschenbach stand neben ihr, jetzt 65 Jahre alt, aber immer noch stark und würdevoll. »Mama«, sagte Emil, »Musik, jetzt 19 Jahre alt und größer als sie. Bist du bereit?« Anna sah das Haus ein letztes Mal an. Das Haus, das unter dem Gewicht eines Geheimnisses geneigt gewesen war. Das Haus, das ihr eine zweite Chance gegeben hatte. Das Haus, das ihr Leben und das ihrer Kinder für immer verändert hatte. »Ja«, sagte sie mit fester Stimme, »ich bin bereit.« Denn an diesem Nachmittag würde Anna Bachmann etwas tun, was sie sich nie hätte vorstellen können. Sie würde zur Abschlussfeier von Emil an der Universität gehen. Sie würde ihren Sohn, den Sohn des musikverstorbenen Schreiners und der armen Witwe, seinen Ingenieurstitel erhalten sehen. Und dann würden sie in einem eleganten Restaurant zu Abend essen. Alle 8 zusammen, nicht nur die Abschlussfeier, Musik, sondern den ganzen Weg feiern, den sie zurückgelegt hatten. Ein Weg, der mit einer Tragödie begonnen, mit Demütigungen und Armut weitergegangen, aber in dem einfachsten und tiefsten Akt Erlösung gefunden hatte. Der Güte ein Leben zu retten, ohne etwas dafür zu verlangen. Der Güte, diese Güte zu erkennen und zu belohnen. Die Güte, die sich vervielfacht und wie Wellen am Wasser ausbreitet, Leben berührt, Schicksale verwandelt, Wunder schafft. Während sie zu dem neuen Auto gingen, das Anna mit ehrlich verdientem Geld aus ihrer Arbeit und ihren klugen Investitionen gekauft hatte, nahm Gian ihre Hand. »Mama, stimmt es, dass wir einmal arm waren?« Anna kniete sich neben ihren jüngsten Sohn und streichelte sein Haar. »Ja, mein Schatz, wir waren einmal arm, aber wir waren nie elend, denn wir hatten immer Liebe, und jetzt haben wir Liebe und auch Möglichkeiten. Aber das Wichtigste, was du nie vergessen darfst, Musik ist, dass die Liebe zuerst kam. Und das schiefe Chalet?« fragte das Kind neugierig. Warum war es schief? Anna lächelte und blickte auf die geneigte Struktur. Musik, die nun in der Nachmittagssonne strahlte. Weil manchmal die wertvollsten Dinge so am Leben so schwer, so wichtig sind, dass sie alles um sich herum ein wenig neigen. Aber das bedeutet nicht, dass sie kaputt sind. Es bedeutet nur, dass sie voll sind. Voll von Geschichte, von Liebe, von Geheimnissen, die darauf warteten, von der richtigen Person entdeckt zu werden. Und du warst die richtige Person. Das sagen sie. Musik, antwortete Anna und umarmte ihren Sohn. Aber ich glaube, die richtige Person ist einfach jemand, der bereit ist, das Richtige zu tun. Musik, wenn niemand sonst es tun wird. Jemand, der das, was er liebt, mit seinem Leben schützt. Denn am Ende schützt das, was du mit deinem Leben schützt. Dich. Und während das Auto den Feldweg entlang fuhr und das schiefe Chalet hinter sich ließ, das ihr Leben für immer verändert hatte, wusste Anna mit absoluter Gewissheit, dass sich alles gelohnt hatte. Jede Träne, jede Demütigung, jeder Moment der Angst und des Zweifels. Denn am Ende findet die Güte immer ihre Belohnung. Nicht immer, wenn wir es erwarten, nicht immer, wie wir es uns vorstellen, aber immer, irgendwann gibt das Leben dir zurück, was du gibst. Und sie hatte alles gegeben, was sie hatte, ihre Arbeit, ihre Würde, ihren Mut. Und das Leben hatte ihr ein Wunder zurückgegeben, versteckt in einem geneigten Haus, geduldig darauf wartend, dass die richtige Person die Musiktür öffnete und entdeckte, dass die größten Schätze nicht die sind, die mit Gold und Silber glänzen, sondern die, die mit Liebe gebaut,
mit Mut geschützt und mit einem großzügigen Herzen geteilt werden, das nie vergisst, woher es kam, Musik und wem es zu danken hat. Wenn Sie diese Geschichte bewegt hat, abonnieren Sie den Kanal, um keine weiteren Geschichten zu verpassen. Gott segne Sie.